einmal, du Mistbub, du Nixiger, was hast du denn da wieder zusammenbatzen? Auslassen, Meister! Das ist gemein. Jetzt kann ich wieder eine ganze Woche mit roten Arbeitschel umeinander rennen. Ja, ganz ausreißen sollte das, du hirnloses Bürschel, du. Jetzt, wo ich schon Geselle bin, jetzt geh ich zur Gewerkschaft. Was frech werden auch noch, ha? Ja, an was hast du denn dabei wieder denkt? Ja, nix. Ja, das sieht man. Nein. Packt der Kerl 200 von denen Semmeln, verstehst? Wo er mindestens ein Viertelpfund hat. Ja, möchtest du mich vielleicht ruinieren? Wegen so ein Batzal-Torger, so ein Geschiss machen. Die gebe ich gleich Geschiss, gell? Und bei 200 Semmeln ist das kein Batzal, das ist ein ganzer Haufen. Und da schiebt's der Hirsch, der Damische, auch noch in den Ofen, ey. Ja, aber hättest du denn sonst Tischschirm sollen? Frag nicht so blöd. Warten hättest sollen. Auf was? Auf mich, bis ich komm, dann hätten wir vielleicht noch andere machen können. Ja, freilich. Und dann hätt's wieder geheißen, ich trödelt umeinander. Wie ich's mach, ist verkehrt. Ja, da machen wir was recht in dem Saftladen. Du, die gebe ich gleich einen Saftladen, gell? Bäckerladen hab ich gemeint. Bäckerladen. Du wärst mir überhaupt in der letzten Zeit ein bisschen frech. Du führst mir ein bisschen arg aufmüpfige Reden, du. Am Ende soll ich mich vielleicht nur bei dir entschuldigen. Willst du unbedingt wollen? Ich hab nichts dagegen. Bürschel, jetzt hast du das Glaube ineinander. Jetzt rutscht mir dann gleich die Hand aus. Sengsmeister, und mir ist halt auch einmal die Hand ausgerutscht. Bei die Semi, meine ich, bei die Semi. Aber doch nicht 200 Mal. Und mei, ein Geselle ist halt auch nur ein Mensch. Das ist vielleicht ein frecher Kerl. Der hat vielleicht eine freche Tasche, mein Lieber. Also alt wärst du bei mir nicht. Ja, du lieber Himmel, was schreist du? Die Kundschaft im Laden spitzt schon die Ohren, damit sie ja alles mitkriegen. Das soll man nicht schreien. Wegen so einem Lausbub, so einem Windigen. Wegen wem? Ja, da darf ich nur fragen. Der Willi natürlich. Was hat er denn schon wieder angestellt? Na, da schaut einmal das an. 200 Riesensemmeln packt der, wo er mindestens ein Viertelpfund hat. Das gibt's ja nicht. Ja, was machen wir denn da damit? Ja, was werden wir denn machen? Ja, verkaufen müssen wir es halt wie die anderen auch. Und mehr verlangen können wir auch nicht. Ja, wenn die Kundschaft bisher für das Semi 40 Pfennig gezahlt hat. Cent, wir haben einen Euro. Das ist ja wurscht. Wir können auf alle Fälle keinen Euro nicht dafür verlangen. Ich könnte den Kerl verwurzeln. Das wird wieder ein Verlustgeschäft haben. Jetzt macht der Kerl seit Jahren nichts anderes als wir Semmeln. Jetzt kann das doch wirklich einmal keiner. Ja, natürlich kann es. Was der Himmel, an was der Kerl bei der Arbeit wieder denkt hat. Und was für ein Teufel ihn dabei geritten hat. Eines sage ich der Rosa. Wenn der Willi jetzt nicht der Bub von meinem besten Freund war, dann würde ich nicht so rausschmeißen, aber schon wir. Und zur Strafe, dann müssen er seine 200 Riesensemmeln selber fressen. Jetzt reg dich doch nicht auf, Theo. Schau, ich meine, das bissl bringt uns ja nicht um. Und am Ende sind sie ja doch bloß ein paar Magel. Euro. Aber die Wut bringt mich um. Wie wenn man es mit Fleiß machen hat. Schau, Theo, jetzt beruhig dich doch. Ich rede auch noch mal mit Willi. Im Grunde ist er ja ein ganz Netzbürscher. Und morgen, da sind die Semen wieder normal. Wenn's gewiss ist. Der Kerl, der hat doch jeden Tag eine neue Überraschung auf Lager. Meister, Sie sollen den Backstuhl kommen. Was sollen wir jetzt mit den Trimmer-Semmeln machen? Verkaufen! Oh, da werden die Leute aber Freude haben mit solchen Semmeln. Ja, und was verlangen wir dann dafür? Frag nicht so blöd, das Gleiche, was wir bisher verlangt haben. Und das druckt die wieder hinter der Ladentheke. Dame schön, Dame schön. No. Also, was, Theo, deine schlechte Laune musst du aber jetzt nicht an die anderen auslassen. Das weiß ich selber auch. Aber jetzt habe ich einmal eine Wut. Und wenn ich eine Wut habe, dann stinkt er mir. Narrischer Teufel, narrischer. Ah ja, gut. Dann gehe ich wieder in den Backstuhl raus. Zu meinen anderen verunglückten Riesensemmeln. Na. Grüß dich, Ich darf schon gleich durch den Laden. Hoppala. Grüß Gott, Frau Doktor. Ja, ich wollte Sie wieder mal besuchen. Man sieht Sie ja gar nicht mehr im Laden draußen. Richtig rar macht sich die Frau Chefin. Schauen Sie aber nur den ganzen Haushalt. Und für den Laden ist ja eigentlich die Hanna zuständig. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber ab und zu sollte man die Chefin schon einmal zu Gesicht bekommen, meinen Sie nicht? Der Meister Stritzel, der macht sich ja sowieso fast unsichtbar und verdruckt sich in seiner Backstube. Sie sind gut, da muss er ja auch sein. Sonst taten Sie ja nicht jeden Morgen Ihre ofenfrischen Semmel kriegen, gell? Ja, ab
Apropos Semmeln, das sind ja heute richtige Prachtexemplare. Wie können Sie denn das machen und das zum gleichen Preis? Also das finde ich sehr großzügig. Da muss ich gleich all meinen Bekannten Bescheid sagen, welch gute Ware, das man bei Ihnen bekommt. Also ich bitte Sie, sagen Sie es nicht weiter. Morgen sind die Semmeln wieder ganz normal. Ach so, ach, dann darf ich das wohl als eine Art Sonderangebot verstehen, das die etwas angespannte Geschäftslage ein bisschen ankurbeln soll. Lasst wohl der Umsatz zu wünschen übrig, liebe Frau Stritzel. Ja, wir haben es heute alle nicht leicht. Auch mein Mann, der Herr Doktor, der sagt immer, die Leute sind einfach zu gesund. Und wenn sie dann einmal krank sind, dann sind die Medikamente so gut, dass sie nach einem Besuch gleich wieder gesund sind. Ja, ja, wir alle haben zu kämpfen. Ja, ja, wie recht Sie haben, gell? Ja, jetzt muss ich aber schon noch einmal bemerken, dass ich sehr bezweifle, ob all Ihre Kundschaft Verständnis hat für derlei Aktionen. Ich meine, man stellt sich ja dann auf die größeren Brötchen ein. Semmeln. Wie bitte? Ich meine, wir werden unsere Kundschaft dann schon aufklären, gell? Ja, aber mich hätten Sie nicht aufgeklärt. Wenn ich jetzt nicht zufällig mit Ihnen rede, dann bin ich doch der Meinung, dass ich morgen wieder solche Brötchen, Semmeln bekomme. Ja, und das geht doch nicht. Das grenzt ja an wissentliche Irreführung. Das muss ich Ihnen jetzt schon sagen, in aller Freundschaft. Liebe Frau Stritzel. Entschuldigen Sie bitte vielmals, liebe Frau Doktor. Obwohl ich jetzt eigentlich überhaupt nicht weiß, warum ich mich da entschuldigen soll. Immerhin haben Sie Semmeln gekriegt, die mindestens das Vierfache wert sind. Ja, aber... Außerdem müssen Sie mich jetzt entschuldigen, ich habe zu arbeiten. Seien Sie doch nicht gleich so gekränkt. Ich und mein Mann, wir sind ja schließlich jahrelange treue Kundschaft. Jesus, das hätte ich ja jetzt beinahe vergessen. Sie kaufen ja immerhin seit fast 3 Jahren jeden Tag ganze 2 Semmeln. Weil für einen Kuchen am Sonntagnachmittag lässt ja wohl der Umsatz des Herrn Doktor zu wünschen übrig. Also wir wissen wirklich nicht, wie wir ohne Ihre Einkäufe überleben sollten. Und wie bitteschön darf ich das verstehen? So wie ich es gesagt habe. Wiederschauen, Frau Doktor. Dankeschön. Sind schon allein aus. Spinatwachtel zusammenzupfte. Wie bitte soll ich das verstehen? Irgendwann da platzt mir noch mit der Krone. Stritzeln? Entschuldigung, Frau Meisterin, wollte ich sagen. Ich sag gerne. Ja, was sag jetzt Sie gleich? Ja. Ja, was gackerst denn so umeinander? Und was hast du da vorhin gesagt? Hab ich grad was gesagt? Sie haben mich genau genommen gar nicht richtig ausreden lassen, weil... Du hast mich schon verstanden, gell? Was war das Erste, was du gesagt hast? Frau Meisterin. Das hat sich aber ganz anders angehört, ha? Stritzlin, hab ich gesagt. Aha. Und das ist mir auch nur so rausgerutscht, weil es halt in der Backstube auch alle nur Stritzlin sagen. Halt, da bleibst. Das ist ja interessant. Bin ich euch jetzt nicht mehr so viel wert, dass ihr wenigstens Meisterin oder Frau Stritzel zu mir sagt? Ach, schau, Meisterin, das ist ja gar nicht böse gemeint. Wissen Sie, das rutscht dann einfach so raus, wie ein ganzer weicher Teig. Sie müssen das eher als Auszeichnung sehen. Eine Auszeichnung? Jetzt hörst du aber auf. Ja, freilich. Ja, wir sagen es ja jeden Tag mindestens, wenn nicht nur viel öfters. Wenn Stritzle nicht wäre, dann wäre es ja in den Mehlschuppen, Backstube meine ich, gar nicht zum Aushalten. Ehrlich, das sagen wir. So. Ja, und die anderen sagen sie auch. Die Brotzeiten von der Stritzlin sind einsame Spitze. Naja, dann muss ich halt noch mal ein Auge zudrücken, gell? Jetzt möchte ich aber schon wissen, wie das mit den Semmeln hat passieren können. Ja, mei, das ist jetzt schon ein bisschen schwierig zu erklären. Und vor allem ist es ein bisschen delikat. Delikat? Das musst du mir aber jetzt genauer erklären. Ja, das ist ja gerade das Peinliche. Wissen Sie, ich hab da an ganz was Bestimmtes gedacht. Okay. Ja, und weil ich so intensiv gedacht hab und dabei meine Semmeln gemacht hab, so eine nach der anderen. Und der Teig. Der Teig so schön weich und rund war, da war schon passiert. Passiert war das alles nicht, wenn wir unsere neue Maschine schon hätten.
Wie lange red ihn da schon hin? He? Aber nein, die Alte muss behalten werden, bis sein Geist aufgibt. Und jetzt? Jetzt kommt die Neue erst in 14 Tagen. Aber das macht doch nichts, Stritzeln. Machen wir's halt dabei wie früher unsere Semen. À la Brazza. Mit der Hand. Kann ich jetzt wieder gehen? Halt, da bleibst. Ich möchte jetzt wissen, an was du denkt hast. Ja, es ist ja so, dass ich verliebt bin. Und schon wieder. Ja und? Was hat das mit unseren Semens da? Ja, sag's dir, das ist jetzt schon schwierig zu erklären. Also passen Sie auf. Uschi heißt's und. Aber ja nichts dem Meister sagen, gell? Und die Uschi, die ist halt, ich mein, die hat halt da oben rum, also ganz beachtlich, möchte ich mal sagen. Und an das hab ich gedacht. Was? An solche Sachen denkst du beim Semenmachen? Ja, mei, das ist ja normalerweise eine stinklangweilige Angelegenheit. Stundenlang immer das Gleiche. An was soll man denn da schon groß denken? Aber eins müssen Sie zugeben, dass ich es ganz realistisch hingebracht hab, gell? Also, Schande! Warum soll ich mich denn da schauen? Ich hab schon überlegt, ob ich nicht umschule und statt am Bäcker ein Bildhauer werd. Ja, dann modellier aber ja nicht wieder irgendwelche Körperteile, gell? Na, diesmal denke ich an Ihre Augen. Augen hat die wie Weinperlen. So klar. Ein Schmarrn so braun und eine Haarpracht. Mei, ich sag's ja, eine lange Die blonde. drum Semen gehen weg, wie die warmen Semen. Wir haben schon fast keine mehr. Das gibt's ja gar nicht. Sonst haben wir doch bis Mittag immer welche. Logisch, aber keine Sorgen. Ich sag's Ihnen, Stritzlin. Ein Lauffeuer ist eine lahme Funzel gegen diese sensationelle Nachricht, was beim Stritzl heute für Trümmersemmel gibt. Sollen wir dich wohl noch loben, ha? Aber immer. Sie und der Meister hat schon gesagt, wenn das Geschäft weiterhin so in die Höhe schnellt, dann darf ich heute nochmal solche Trümmersemmel machen. Und? Was sagen Sie jetzt, Stritzlin? Ha? Dann war das wohl so eine umsatzfördernde Maßnahme, hä? Aber in Zukunft denkst du an was anderes, gell? Das kann ich leider nicht versprechen. Und schließlich, die Gedanken sind frei. Hey, komm, ich machst du raus! Bin schon da? Servus, Frau Meisterin. Ich hab mal einen Stritzlin. Hab ich mich nicht mehr traut. Und überhaupt bin ich beleidigt, gell? Ja, weil Sie mir auch an die Ohrwaschel gezogen haben, Stritzlin. Also, kannst du ja nicht besser, gell? Stritzlin. Naja, klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Servus, Stritzl. Kleiner Spaß, werte Frau Meisterin. Darf man reinkommen? Erstens sind sie schon herin und zweitens werde ich den Herrn Bürgermeister doch nicht draußen stehen lassen. Wollen Sie da hinsitzen? Nein, dankeschön. Ich hätte den Theo da gebrauchen. Ja, der ist noch in der Backstube. Hätten Sie ihn gleich braucht. Ja, ich hätte heute was zum Reden mit ihm. Oder besser formuliert, ich möchte ihn von einem Beschluss des Gemeinderates in Kenntnis setzen. Naja, dass er nicht gar so kariert aus der Wäsche schaut, wenn er mal in der Früh sein Fenster aufmacht. Na je, meine. Was habt ihr denn da wieder ausgehandelt, hä? Sie, wir handeln nichts aus, wir fassen Beschlüsse, wie schon gesagt. Ich meine, dafür ist der Gemeinderat da, dass er Beschlüsse fasst, gell? Aber nach euren Beschlüsse gibt's meistens einen Krach. Aber nicht von uns, immer nur von Theo. Weil er immer was anderes will, als wir wollen, nicht? Immer muss er gegen den Strom schwimmen. Ein richtiger Revoluzer ist er geworden, der Theo. Was heißt da Revoluzer? Er vertritt halt seine Meinung, wie alle anderen, ne? Da muss ich Sie aber schon fragen, warum ist das dann immer eine andere Meinung, als wir die von den anderen? Tja, da fragen Sie nicht zu viel, Herr Bürgermeister. Schauen Sie, ihr seid doch alles Mannsbrüder. Und ihr könnt euch am Stammtisch so gut verständigen. Da verstehe ich nichts davon. Ich bin ja nur seine Frau. Okay, wie Sie das jetzt wieder sagen, nur seine Frau. Sie haben doch das Format, dass Sie quasi beratend auf ihn einwirken könnten. Sie meinen einmal, wie es euch in den Kram passt. Hä? Genau. Nein, natürlich nicht. nein, so direkt wollte ich das jetzt nicht sagen. Ich hab gemeint, eher, wie soll ich denn sagen? Frau Stritzl, wenn Sie ein bisschen helfen könnten, mit der Box nicht mehr nur. So viele Leute sind da. Das gibt's doch gar nicht. Doch, wenn ich sag, wir haben nur noch 2 Semen. Und draußen stehen ein Haufen Leute und jeder will Semen. Warum? Haben Sie im Radio einen Notstand ausgerufen, hä? Die Leute sind sowas Gieriges, da rennen sie wie die Bläden. Ich komm gleich. Da schauen Sie mal her, Herr Bürgermeister, was es heute gibt bei uns. Haben Sie schon mal solche Semen gesehen? Ja, da legst du dich nieder. Ja, das sind ja halber die Kanonenkugeln.
Was soll das bedeuten? Was, das sind doch ganz normale Semmeln. Ist denn nicht noch dümmer? Das ist ein bisschen dumm gegangen, gell? Weil unser Gesell, der Willi, dem hat halt das Maß ein bisschen verzogen. Und da sind sie halt ein bisschen groß geworden. Ein bisschen arg groß, da ich sagen. Ja, mei, was hätte man dem machen sollen? Hätte man es wegschmeißen sollen? Ja, selber essen, ganz einfach. Das machen Sie uns bitte schon mal vor. 200 Semmeln selber essen. Das geht auf keinen Fall, dass ihr solche Geschosse von Semen verkauft. Was verlangt ihr da überhaupt dafür? 23 Cent, wie immer halt. Ja, das geht ja noch viel weniger. Was glaubst denn ihr? Ihr könnt doch nicht für solche Kaliber dasselbe Geld verlangen, als wir für ein normales Semen. Ja, da steigt euch die Gewerbeaufsicht und die Innung aufs Dach. Ja, das ist doch bloß Heid. Das spannt doch gar keiner. Freilich, das spannt doch gar keiner. Bloß, dass euch die Leute die Ladentür erinnern. Also, liebe Frau Stritzel, ich muss sagen, bei aller Freundschaft, aber so geht das nicht. Das müssen Sie mit meinem Mann bereden. Ich hab da gar nichts zum Sagen. Sie werden lachen, das tue ich jetzt auch. Ich lach zwar nicht, aber Sie wissen ja, wo es hingeht. Ja, dann werden wir das auch gleich einmal klarstellen. Weil so geht's ja wirklich nicht. Das ist ja solche Trümmer von Semen. Theo! Jesus, Theo! führt sich der vielleicht auf? Also, so ein Geschirrsmacher wegen denen paar Semmeln. Muss jetzt der ausgerechnet heute daherkommen? Okay, der macht sie doch bloß wichtig. Das kann einen Mordsärger geben. Glaubst du das? Ich krieg eine richtige Wut auf den Willi. Frau Stritzel, da passiert schon nichts. Wir verkaufen morgen wieder unsere normalen Semmeln und dann redet kein Mensch mehr davon. Und dann können unsere auftauchen, die von der Gewerbeaufsicht. Wir wissen von nichts. Ja, hoffentlich hast du recht. Ich geh in den Laden, Hanna. Da drüben ist ein Kaffee, schenkt eine Tasse ein. Ja. Bin schon da, Herrschaften. Dankeschön. Jetzt bin ich aber schon neugierig. Wie die Semmel das heute noch herbringen? Schon beantwortet. Nochmal 200 Stück. Ja, das ist noch nicht heraus, ob die langen. Gottes Willen, das wird ja ein Großkampftag. Du sagst es. Jeder Einzelne ist gefordert. Du, was meinst denn du, wer das heute Abend in der Kasse klingelt? Holt da nur nicht gar so viel ein. An schlappe 23 Cent ist nichts verdient. Da kostet ja der Tag schon mehr. Du checkst das mal wieder nicht, liebe Hanna. Die Leute, die heute kommen morgen logischerweise auch wieder. Nein, du checkst das nicht. Weil die morgen logischerweise alle recht zaut umschauen, wenn sie wieder die kleinen Semmeln kriegen. Also, ich verstehe den Meister nicht, dass der nochmal solche Mammutsemmeln macht. Und wenn noch so viel Kundschaft draußen steht, tu das auch einfach aus und basta. Basta. Also, da sieht man mal wieder, dass du vom Geschäftsgebaren überhaupt keine Ahnung hast. Die Leute, die jetzt noch im Laden draußen stehen, die können mit dem gleichen Recht die gleichen Semi verlangen, die es vor einer Stunde gegeben hat. So eine Aktion, die musst du den ganzen Tag durchziehen. Geht das in dein Hirnkastel rein? Ja, sag einmal, wie redst denn du mit mir? Denk bitte schon ab und zu mal dran, dass ich schon ein paar Jahre länger da bin wie du, gell? Also, ein bisschen mehr Respekt bitte ich mir aus. Hast du gerade Respekt gesagt? Vor dir? Ich, ein Meister seines Fachs, soll vor so einer simplen Verkäuferin sowas wie Respekt haben? Du, und außerdem ist doch das schon erwiesen, dass die geistige Entwicklung bei uns Männern wesentlich schneller vorangeht als bei den Frauen. Hast du da jetzt gerade Männer gesagt? Mein Lieber, da hast du noch ein paar Jahre hin, bis du dich als Mann bezeichnen kannst. Hey, red doch du nicht von Sachen, von denen du nichts verstehst. Die erste Liebe hat mich schon gestreift. Was sag ich gestreift? Mir hat's voll erwischt. Okay, sag bloß, du hast ein Madel. Ja, im Auge. Ach so, im Auge. Für was anderes warst du ja auch viel zu jung. Also, da hast du aber vor einem halben Jahr, wirst du dein Gustl noch nicht an der Leine gehabt hast, ganz anders geredet. Geh. Ja, von dem hast du ja sauber bratzeln lassen. Was weißt denn du schon? Mehr als du denkst. So, und jetzt schickst du mir einen Kaffee ein. Ja, geht's noch mit dir? Du, es ist jetzt noch nicht Brotzeit. Also hast du da herin noch gar nichts verloren. Du aber auch nicht. Außerdem hat der Meister gesagt, ich soll mir ein bisschen verschnaufen. Also, verschnaufe ich mich. Ja, aber nicht da herin. Du, ich möchte jetzt wenigstens ein paar Minuten mal Ruhe. Verschnauf dich, wo du willst. Von mir aus draußen, an der frischen Luft. Bin ich deppert und stell mir schon wieder Pfirs im Bauch. Ich habe ja im Gegensatz zu dir heute schon etwas geleistet. 200 Megasemmeln, ja. Die mir aber besser verkaufen können als wir die Normalen. Und dass das gleich weißt. Aus der Stunde schmeißt mir Hexens Striezel hinaus
Und nicht du, so eine windige Verkäuferin. Bürschel, frech, treib's nicht so bunt. Und dann red's von der Frau Striezel nicht so respektlos daher, gell? Auslassen! Das ist Gesellenmisshandlung. Ich hab ja von vorhin noch ganz rote Ohrwascheln. Und dass das gleich weißt. Ich stehe mit der Meisterin ganz speziell. Ich hab sogar die offizielle Erlaubnis von ihr, dass ich Striezelin sagen darf. Geil, da schaust. Mhm. So weit hast du noch nicht gebracht. So, krieg ich jetzt meinen Kaffee. Also, du bist sowas von ausgeschaut, dass man schon fast wieder lachen kann. Dass die der Meister noch nicht rausgeschmissen hat, das verstehe ich sowieso nicht. Tja. So, und jetzt tust du mal deine Füße runter, gell? Meine Protektion musst du halt haben. Das ist alles. Außerdem bin ich tüchtig, fleißig, akkurat, praktisch unentbehrlich. Eingebildet bist du und rotzfrech. Und jetzt trinkst du deinen Kaffee und dann verschwindest du wieder. Jetzt trinke ich erst einmal langsam und in aller Ruhe mein Kaffee, wenn's recht ist. So, und jetzt schieß los. Was ist denn aus deiner großen Liebe, dem Gustl, geworden? Hat er Kurven geratzt, hä? Du bist nicht nur frech, sondern auch verdorben. Doch nicht verdorben. Ich bin bloß nicht direkt auf der Brennsuppen dahergeschwommen. Hab den ich dir nicht schon damals gesagt? Der Gustl, der taugt nix. Hab ich dich nicht eindringlich davor gewarnt? Ja, ich bin ja schließlich auch ein Mann. Ich weiß, wie sie es machen. Aber du willst ja nicht auf mich hören. Das hast du jetzt davon. Ja, freilich. Du warst ja der allerletzte, bei dem ich mir einen Rat wegen meiner Liebschaften holen darf. Solltest du aber, weil ich noch einen relativ ungetrübten Blick hab. Aber tröst dich, wenn's gar keine abkriegst und ich die Uschi auch wieder abgelegt hab, nimmst halt mit. In ein paar Jahren passen wir dann schon zusammen. Du jetzt schaust aber schleunigst, dass du das Loch da triffst, gell? Und vorher hebst du das noch auf. Jetzt mach ich dir praktisch eine Liebeserklärung und du bist so saufroh. Aber wirst du schon sehen, in ein paar Jahren, da wirst du froh sein um mich. Um die ganz gewiss nicht. Du, und noch ein heißer Tipp, wenn bei dir mal der Notstand ausbricht, gib doch einfach eine Nosen auf in unserer Bäckerfachzeitschrift. Einsame, reife Bäckerei-Fachverkäuferin sucht großzügigen älteren Geschäftsmann für gelegentliche Treffs. Ja, du dein fangst da nicht, gell? Aber was mir mal am meisten ärgert, wahrscheinlich hast du sogar recht. Der Gustl ist ein Hallodri. Sag ich doch. Und jetzt mache ich meine nächsten 200 Megasemen. Und an was ich dabei denk, das sag ich dir nicht. Ja, komm schon, Meisterin. Also Theo, du kennst jetzt meinen Standpunkt. Ja, und du die Meinung, dann haben wir ausgeredet. Nein, haben wir eben nicht. Theo, so geht das nicht, das musst du doch einsehen. Ja, warum denn nicht? Warum soll ich denn nicht an einem Tag einmal grässerne Semen verkaufen? Kannst du mir das sagen? Weil das einfach nicht erlaubt ist. Was glaubst denn du, was dir die Bäcker von der ganzen Umgebung verzeihen, wenn du so eine Kaliber von Semen verkaufst? Da rennen doch gleich bloß noch alle zu dir. Ja, dann sollen sie da auch grässerne Semen backen. Mich stört das nicht. Sag einmal, bist du wirklich so blöd? Oder gestehst du bloß so deppert, dass du mich zur Weißglut bringst? Nein, ich bin nicht blöd. Blöd bist du anscheinend. Ja. Wenn du wegen einem einzigen Tag, der sowieso gleich rum ist, so ein Theater magst. Aber freilich, man muss ja wichtig machen, man muss ja aufspielen, nicht? Obwohl du ganz genau weißt, dass das nichts anderes wie ein kleiner Unfall war. Okay. Die Semen sind verkauft und morgen kräht kein Haar mehr danach. Basta. Dir traue ich nicht. Sind sie wirklich schon alle verkauft? Ja, so gut wie. Ja, und von den anderen Bäcker erfahrt doch niemand was, wenn's das du nicht höchstpersönlich im ganzen Dorf drum verzeihst. Und das tut mir eingefallen. Ich will heute von den Semen nicht mehr hören. Hast du mich verstanden? Also gut. Dann drücke ich halt noch mehr Augen zu. Weißt du, die nächsten 200 Megasemen sind fertig. Was? So stimmt. So ist das also, ha? Ah, so ist es nicht. Herrschaftszeitenbürgermeister Franz Xaver, versteh mich doch richtig. Schau, ich kann doch die Kundschaft nicht wieder heimschicken, die heute schon zufällig die großen Semen gesehen haben. Ja, was glaubst denn du? Die nehmen wir draußen den Laden auseinander. Also das musst du mir jetzt schon ganz genau erklären. Weil wenn ich das richtig sehe, dann will doch deine Kundschaft, die heute diese Semen bei dir gekauft hat, morgen wieder die gleichen. Das sehe ich doch richtig, oder? Ja, morgen ist vorbei, versprochen. Da ist Pfiffen drauf. Theo, ich lass mich von dir nicht an der Nase rumführen. Und jetzt sage ich dir schonungslos und knallhart, was Sache ist. Da schau einmal raus, siehst du unseren Platz? Den sieg ich jeden Tag. Und? Also dann pass auf.
Der Gemeinderat hat einen einstimmigen Beschluss gefasst. Die Pläne liegen auch schon auf dem Tisch bei mir. Kurz gesagt, morgen oder demnächst beginnen die Arbeiten. Die Arbeiten? Ja. Mit was? Ja, da, genau hinterm Platz, entsteht ein supermoderner Supermarkt. Ein supermoderner Supermarkt? Ja. Aha, und? Ist das alles, was dir da dazu einfällt? Ich glaube, du verstehst die Tragweite der Sache nicht. Vor deinen Nasen bauen wir einen Supermarkt. Na ja, mir kann's ja recht sein, wenn du das so gelassen aufnimmst. Ist die Geschichte leichter gegangen, wie ich gemeint hab. Meinst du? Und wer stellt sich hier diesen supermodernen Supermarkt so vor? Soll das vielleicht noch so ein kreisliger Betonklotz werden? Mitten in unserem Dorf? Nein, der fällt überhaupt nicht auf. Verstehst du, den setzen wir ein bisschen zurück. Der fügt sich nahtlos in das Ortsbild ein. Weil wir sind ja keine Deppen nicht. Nicht? Nein, weil wir wissen nämlich, was wir wollen. Und selbstverständlich ist in diesem supermodernen Supermarkt dann auch eine Bäckerei. Mit den feinsten Backwaren, versteht sie? Ja, versteht sie. Mit Fabriksemi meinst du, oder? Ja, sag mal, spinnt jetzt ja alle miteinander? So. Das heißt, in der Größenwahnsinnig geworden. Zu was braucht ihr mir jetzt auf einmal einen supermodernen Supermarkt? Gott, schau dich doch einmal um in die anderen Gemeinden. Die haben jetzt alle einen Supermarkt. Und wir sind inzwischen eine Großgemeinde. Vom Einzugsgebiet will ich erst gar nicht reden. Aber freilich, die gemeindliche Entwicklung hat ja um so einen Mehlwurm... Da gebe ich einen Mehlwurm. Mehlwurm, sage ich, wirst du einer bist, immer schon am Bogen gemacht. Und wird's auch weiterhin machen. Was ihr Entwicklung nennt, das ist Schwachsinn. Rückentwicklung ist das. Aber dass du das nicht kapierst, das ist mir von Haus aus klar. Du weißt was. Mit dir streite ich mich gar nicht lang rum. Die Sache ist amtlich klar und beschlossen. Ich habe dich davon in Kenntnis gesetzt, was gar nicht meine Pflicht gewesen war. Oh, dann danke ich dir für diese Großzügigkeit. Jo. Herrgott, Depp, Dickkopfer da. Warst im Gemeinderat, da hättest mitbestimmen können. Aber so tut mir leid. Ich hab dir schon mal gesagt, ich weiß mir die Zeit besser zu nützen, als dass ich mit zwei Holzköpfen dazusetze und mir euer schwachsinniges Gelabere anhöre. Und was dabei rauskommt, das sieht man ja. Ein supermoderner Supermarkt. Ja, großartig. Ja, und wenn man mit dir vernünftig reden kann, dann hätte er den Vorschlag gemacht, dass du die Bäckerei im Supermarkt übernimmst. Ja, da kann man ohne weiteres reden drüber. Oh, da muss ich mir noch mehr bedanken für diese Großzügigkeit. Aber ich bin da daheim und nicht da drüben, im supermodernen Supermarkt. Moment einmal. Vor dem Platz, da steht doch die alte Linden, oder? Ja, und? Die ist doch dann im Weg, oder? Ja, natürlich ist sie im Weg. Darum kommt's auch weg. Da kommt der Parkplatz hin. Was? Was, die Linden, die schon ein paar hundert Jahre da draußen steht, die soll weg? Jetzt kriegt er noch grad wieder. Das ist ein alter Baum, sonst nix. Das ist ein alter Baum, sonst nix. Ja. Das sagt er, der Bürgermeister. Das hältst du im Kopf nicht aus. Ist ja bloß ein alter Baum, sonst nix. Ja, Franz Xaver, ja, weißt du nicht mehr, wie wir zwei als Buben immer da mal angekraxelt sind? Ach, na, was denn? Für solche Sentimentalitäten ist in der heutigen Zeit kein Platz nimmer. Die Linden kommt weg, aus, basta. Ja, aber die alten Leute, die abends immer da am Banker drunten sitzen. Dann sollen sie sich halt woanders drunter sitzen. Sind so bloß alte Weiber, die ratschen und Leute ausrichten, nicht? Wo ich mich immer so frei, wenn die Kinder da um den Baum rumfangenwandel spielen. Ja, deine einmal gewiss nicht. Weil du musst erst schauen, dass du endlich mal eins zusammenbringst. Jetzt bist du aber stark, gell? Weil sonst vergiss er, wenn ich mich wirklich... Ja, ist schon gut, war nicht so gemeint. Ja, ich weiß ja, dass du gerne einen Erben hättest für die Bäckerei. Dann red nicht so saudumm daher. Nein, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ist ja bloß eine alte Linden. Franz Xaver, schau doch hinaus. Was ist denn unser Dorf ohne diesen Baum? Das ist doch der Mittelpunkt, das Herzstück, einfach alles. Ja, jetzt sei so gut und fang vielleicht zum Warner an. Herrgott, das ist doch zum aus der Haut fahren mit dir. Immer musst du querschießen. Zuerst da packt der Siemen, so groß wie ein Brotlaub. Ich, Depp, druck alle 2 Augen zu. Und jetzt macht er so ins Theater wegen der alten Linden. Von dem wirklichen Wert in dieser Welt hast du ja keine Ahnung. Unsere Kinder werden es dir noch einmal danken. Weißt du was? Jetzt mag ich nicht mehr. Weißt du, was du bist? Was? Ein weltfremder, hirnvernagelter, verbohrter Spinner bist du. Ja, da bin ich halt ein weltfremder, verbohrter Spinner. Aber lieber ein Spinner wie einer, der in seiner Hirnlosigkeit das letzte Stück Heimat zerstört. Ja, den Weg zu dir hätte man sparen können. Weil mit dir hat man ja noch nie reden können. Ja, mit dir auch nicht, bitte. Oh, halt, was denn? Was denn? Jetzt pass auf. Jetzt grad mit Fleiß. Willi, komm rein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Komm her zu mir.
Du kriegst jetzt von mir ein Waschen. eine Auszeichnung für deine 400 Riesensemmeln. Und weil du das so gut gemacht hast, backen wir heute Nacht 800 Supersemmeln. Ich kann nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Ja, Willi, bist du noch gar nicht in der Backstunde? Noch gar nicht. Ich lach mich gleich tot. Seit in der Früh um 4 Uhr mache ich meine Semmeln. Außerdem habe ich ein gebrochenes Herz. Das überlebe ich nicht. Lass doch diese doofe Nuss mich gestern einfach stehen. Und dann noch diese unverschämte Meldung. Mit einem Mehlwurm fängt sie keine intimere Beziehung an. Anscheinend ist bei den Weiberleib wirklich so. Blond, viel Busen und nix im Hirn. No. Was mach ich jetzt? Bring ich mich gleich um oder warte noch ein bisschen? Ja, ich kann doch einen Meister in diesen schwierigen Zeiten nicht allein lassen. Und was machst du jetzt da herin? Ich leide vor mich hin. Also, für deine Leiden haben wir aber jetzt keine Zeit, gell? Dann der Pfirs recht weh. Nein, das Herz. Na, wenn sonst nichts ist, das heilt von selber wieder. Nie. Weil es praktisch gebrochen ist. Mittendurch. Und dann packen wir es halt zusammen, wenn es sein muss mit Teig, gell? Ha. Ich lach, wenn ich Zeit hab. Ist wegen einer Madel. Wegen was denn sonst? Überhaupt ist ja die nur dran schuld, dass gestern Zimmer so groß geworden sind. Ah, jetzt verstehe ich, diese Uschi, oder? Ich tue mir so leid. Da herin sitzt der Kerl und ich stehe mit einem Backstück Pfirs im Bauch. Aber jetzt Avanti, komm. Ah ja, allerweil umeinander hetzen und umeinander blären. Das ist wirklich das Letzte, was ich bei meiner augenblicklichen Gemütsverfassung nur vertrage. Und überhaupt möchte ich ganz nebenbei bemerken, dass ich mal meinen freien Tag hab. Was? Hätt. Da geht ja schon gleich gar nichts. Ja, du siehst doch, was los ist bei uns. Ja, ist das mein Mehlschuppen oder der ihrige? Das ist vielleicht ein frecher Kerl. Naja, jetzt gut, jetzt schauen wir halt einmal, wie es bis heute Abend ausschaut. Wenn Sie konnte anrufen, oder? Anrufen? Geh, Meister, welcher einigermaßen normale Mensch telefoniert denn heute noch? Also das Mindeste ist einmal ein SMS. Oder noch besser, schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail unter willi@online.de. Wie kommt der Kerl drauf, das ist unglaublich, gell? Also wenn ich den Lalli nicht so notwendig brauchen darf, dann darf er seine Flügel schon sauber stutzen, das darfst du mir glauben. Aber jetzt Themawechsel. Rosa, unser Plan läuft wie geschmiert. Jetzt sei doch gescheit, Theo. Oh. Du kannst doch nicht gegen alle und alles sein. Warum denn nicht? Der Geschwollkopf von den Bürgermeister, der soll noch mal sehen, dass nicht alles nach seinem Dickkopf geht. Ja, manchmal frage ich mich schon, wer von euch den größeren Dickkopf hat. Schau, Theo, es haben doch alle beschlossen. Ich bin nicht alle. Und wenn auch die meisten wie eine Herde Schafe hinter ihrem Leithamme nachlaufen, ich, der Bäckermeister Theo Striezel, nicht. Na, das brauchst ja auch nicht, aber dann back in Gottes Namen wieder normale Semmeln. Du backst uns ja mit den Kaliber nur einen Prozess an Holz. Ja, das wird sich raussteigen. Das ziehe ich jetzt auch noch durch. Theo, schau, du kannst uns doch mit der ganzen Gemeinde mit den Semmeln da einen Krieg erklären. Wer weiß, vielleicht sogar mit den Semmeln. Ich hab da so einen Plan. Na, also bitte nicht schon wieder. Rosa, schau. Es stinkt mir ja nicht, dass mir der Bürgermeister jetzt einen supermodernen Supermarkt vor die Nasen hinsetzt. Ja, das heißt, ein bisschen stinkt er mir schon. Nein, was mich am meisten ärgert, das ist, mit welcher Frechheit sich dieser Mensch über alles hinwegsetzt. Schau, wenn ich dann ausschaue und ich sehe die Linden so stehen und ich denke mir, dass der Baum vielleicht nur mehr ein paar Tage da steht, da dreht's mir am Morgen um. Nein, als Herz, naja, vielleicht bin ich wirklich ein sentimentaler Trottel. Na, das bist nicht, aber ich verstehe einfach nicht, was die Linden mit unseren Semmeln zu tun hat. Na, die Semmeln, die sind ein Teil von meinem Plan, verstehst? Na, Macht nichts, Weiberl. Ich kann dir nur so viel sagen, die Dummheit vom Willi, die kommt mir jetzt eigentlich gerade gelegen. Theo, schau mal. Wir backen jetzt schon den zweiten Tag diese Riesensemmeln. Die Kundschaft wird verständlicherweise immer größer. Und es dauert bestimmt nicht lang, bis irgendeiner vor der Innung vor der Tür steht. Und was machst du nachher? Das sehen wir dann schon, das wird sich dann schon rausstellen. Deine Nerven möchte ich haben.
Da schau, da kommt schon der Bürgermeister. Oh, der kommt mir jetzt gerade recht. Frau Stritzel, kann Sie bitte schon mal kommen? Ja, ich komm gleich. Ich bitte dich, Theo, wär nicht gleich wieder so narrisch. Ich kenn dich. Ich komm schon, meine Herrschaften. Sag einmal, was putzt dir denn du Semidankler eigentlich ein? Ha? Also erstens klopft man an, wenn man ein fremdes Haus betritt. Zweitens schenkt man einen Gruß. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Du möchtest mich wohl verarschen, was? Aber nicht mit mir, das sag ich dir. Nicht mit mir. Auch ein kleines Riesensemmer? Ah, leg mich doch. Du meinst wohl, du kannst mir mit deinen damischen Semen einen Krieg erklären, ha? Du meinst, für den Bäckermeister Stritzel, da gibt's keine Vorschriften nicht, weil du ganz was Extrix bist. Aber falsch gedacht, mein Lieber. Jetzt kannst du einen Krieg haben, wenn's du unbedingt willst. Ich wollte im Frieden mit dir verhandeln. Aber du kannst ja nicht hören. Aber du doch auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Du baust dir deinen supermodernen Supermarkt, ich back weiter meine kleinen Riesensemmerl. So einfach ist es. Ist es eben nicht. Überhaupt habe ich schon eine Umfrage gestartet, gell? Und das halbe Dorf, wenn nicht weniger, haben mir einstimmig erklärt, dass deine barzigen Semen da keine Sau nicht fressen kann. Oh, du, der ganze Laden ist voll Leid. Bis auf die Straßen ausstehen nicht Leid. Da ist aber keine Sau drunter. Nein. Oder? Möchtest du vielleicht einen deiner Bürger als solche bezeichnen? Okay, ich weiß gar nicht, warum ich mich mit dir überhaupt herumstreite. Der einstimmige Beschluss des Gemeinderates ist schließlich entscheidend. Und nicht die unmaßgebliche Meinung eines sturen Bäckers. Was die Kasperlköpfe beschlossen haben, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur die Meinung der Bevölkerung, über deren Köpfe hinweg ihr eure sauberen Beschlüsse fasst, wie die in der Angelegenheit Linde denken. Und das wird sie noch rausstellen. Mit deinen Semen. Ja, wenn's so willst, mit meinen Semen. Geh, du spinnst doch, du Dorfpatzler, du ganz trauriger. Und jetzt sag ich dir was. Morgen in der Früh wird gesägt. Ah, dann habe ich meine Aktion gerade noch rechtzeitig gestartet. Was für eine Aktion? Kann man das vielleicht erfahren? Ja, das wärst du früh genug spannen. So, Vorsicht, meine Herren. Nee, komm, wir können die jetzt nicht brauchen. Aber Meister, die sind ganz frisch, die müssen in Laden Ah ja, dann verschwind. Du, die sind gut, die habe ich selber gemacht. Wollen Sie einen probieren? Komm, der braucht gar nicht, verschwind, ab in den Laden und Immer staut. diese Androhungen von roher Gewalt. So, und jetzt sag ich dir noch was. Ja. Die Innung ist bereits informiert, gell? Und die werden demnächst bei dir auftauchen. Aha, du schreckst doch scheinbar vor gar nichts zurück, Ja, wa? du doch auch nicht. Das ist ja unglaublich. Also eine Zumutung ist es. Ah, der Herr Bürgermeister. Herr Bürgermeister, schauen Sie sich das mal an. Beschmierte Zettel in die Brötchen hineinzubacken, das ist doch unappetitlich. Das geht doch nicht. Ja, Moment einmal. Das schlägt ja dem Fass den Boden aus, hast du gehört. Was steht denn da? Bürger, wehrt euch. Ihr seid alle aufgerufen. Ach, ist das vielleicht eine Aktion? Genial, gell? Ah, schneller kann man doch eine Botschaft gar nicht unter die Leute bringen. Ja, wenn's nachschaut, der ganze Laden ist voll, bis auf die Straßen stehen Leute. Und die lesen jetzt alle den Zettel. Und dann möchte ich wissen, wie die zu deiner Aktion Linde denken. Ja, die halbe Nacht haben wir geschrieben, der Willi und ich. So, von einem Lebensmittelschutzgesetz hast du wohl noch nie was gehört. Schreibt er so schmierige Zettel und macht's dann auch noch in seine Riesensemen rein. Mein kleines Himmel haben sie nicht Platz Du gehabt. jetzt halt an. Herr Bürgermeister. Herr Bürgermeister, da müssen Sie einschreiten. Klappe! Was war das, was ich gerade tue? Diese Zettelaktion wird sofort gestoppt, verstanden? Bedauere zu spät. Ja, das werden wir schon sehen. Ob und für wen was zu spät ist, da pass auf. mein Ja. Lieber. Ja, da kann ich dem Herrn Bürgermeister nur beipflichten. Das Handwerk gehört Ihnen gelegt. Ja, da haben Sie recht. Sie, Frau Lieblich, Ja? wie lange wohnen Sie eigentlich jetzt schon bei uns hier im Ort? Ja, immerhin schon fast 3 Jahre. Ja, dann können Sie noch gar nicht mitreden, weil Sie mit den Traditionen unserer Gemeinde überhaupt noch nicht so richtig verwurzelt sind. Hören Sie mir doch auf mit solchen Kinkerlitzchen. Traditionen. Tschüss. Heutzutage da zählen ganz andere Dinge. Ich weiß das. Ich komme ja schließlich aus der Stadt. Und das eine sage ich Ihnen. Ich stimme garantiert gegen Sie Stritzel, Sie.
Das bedauere ich zwar außerordentlich, aber ich werde es überleben, Frau Liebling. Ja, Ihr Zynismus wird Ihnen schon noch vergehen. Bedenken Sie, wir sind einflussreiche Bürger und unser Wort hat einiges Gewicht. Ja, selbstverständlich, Frau Liebling. Für Sie immer noch Frau Doktor. Ja, aber mal gern. Wenn es einer gut tut, gell, mir tut's ja nicht weh. Aber schauen Sie, wenn ich zu Ihnen schon Frau Doktor sage, ein Titel, der übrigens nur einem Mann zusteht, dann nur aus dem einen Grund, weil lieblich nicht ums Verrecker zu seiner Zwiedern hinpasst. Dass Sie jetzt auch noch gewöhnlich werden, das erstaunt mich nicht. Ich habe ja nichts anderes erwartet. So, und jetzt gehe ich noch zu Ihrer Frau und sag ihr, was ich von Ihnen halte. Ah, die werden frei tun. Ja, pass doch auf, du Pflege. Herr Pflege, bitteschön. Immerhin bin ich schon Geselle und lass mich nicht von Hinz und Kunst duzen. Ist das klar? Und außerdem haben doch Sie auch Augen im Kopf. Ist sonst noch was? Meister, ich hab vorhin ganz vergessen. Später, Willi, später. Ich muss in den Backstuben raus, ich muss schauen, was der Bürgermeister treibt. Gell? Ja, aber So. Was wolltest du denn deinem Meister so unbedingt und dringend sagen? Da dreht sich's wohl um die unsäglichen Mitteilungen in den Brötchen. erstens mal sind es keine Brötchen, sondern Semmel. Und zweitens mal geht Sie diesen feuchten Staub an, was ich mit meinem Meister zum Besprechen hab. Sag mal, wie redest denn du mit einem Erwachsenen? Ich red so, wie er es für die jeweilige Person für angebracht hält. Gell? Unsere Zettel haben eingeschlagen wie eine Bombe. Jetzt steht das unterdrückte Volk auf. Ja, schlaue Reden, die kannst ja führen. Und das sag ich dir, diese Bombe, die wird bald losgehen. Das versichere ich dir. Okay, mischen Sie sich doch da nicht rein. Mein Meister, der weiß ganz genau, was er macht. So, da wäre ich mir nicht so sicher. Ihr werdet noch von mir hören. Was hast denn du da an deinen Händen? Das sieht ja schrecklich aus. Das ist nur eine Mehlallergie. Ist aber vollkommen harmlos. Tut auch nicht weiter weh. Und mit den Händen bist du Bäcker. Ja, schaue vielleicht aus wie ein Bankdirektor. Ja, arbeitest du womöglich noch mit den Händen? Ja, mit den Füßen habe ich es noch nicht probiert. Das ist ja unglaublich, das ist ja unerhört. Also diese untragbaren Zustände, die muss ich augenblicklich der Innung melden. Man möchte ja gar nicht glauben, was er so ein bisschen Marmelade alles ausmacht. Willi sagt das, im Lohn geht's zu, wie er in einem Websen ist. Der kleine Vordermeierpeter hat sein Semi gleich im Lohn gebissen und den Zettel rausgezunkt. Die Gesichter hättest du mal sehen sollen. Jetzt geht's natürlich rum wie ein Lauffeuer. Du, und ich hab fast das Gefühl, die meisten Leute, die stehen auf der Seite vom Meister. Es hat ja noch gar keiner gewusst, dass ein Supermarkt gebaut werden soll. Oh, mein Knack. Was ist damit? Ich hab ein SMS-Hals. Ja, weil ich Damischer Hirsch, der doofen Nuss, ein SMS ums andere geschickt hab die ganze Nacht. Und was ist zurückgekommen? Nix. Redst du vielleicht von deiner heißgeliebten Uschi? Bereits entsorgt. Restmüll. Also, die kann man wirklich so lassen, wenn ich ja manchmal der Wurzeln kann. Aber weißt du, was ich da sag? Mir ist es nicht wurscht, ob die Linden stehen bleibt oder nicht. Ich mag den alten Baum. Das glaub ich schon. Bist gewiss schon im Gustl drunter gesessen, gell? Und habt's Handtal gehalten. Oh Gott, hör mal bloß mit dem auf. Ihr Mannsbrüder seid doch alle wie ein Windhund. Immer die Hasen nach. Mit dir möchte ich nicht verheiratet sein. So, jetzt auf einmal. Gestern hast du mir doch quasi noch einen Heiratsantrag gemacht. Obwohl du ja noch die Uschi im Kopf gehabt hast. Ja, das ist ja prinzipiell nie verkehrt, wenn man zweigleisig fahren. Dich hätte ich für alle Fälle in der Warteschleife gehabt. Also sag mal. Ui, da draußen tut sie was. Ich dreh durch. Da schaut hinaus. Ja, um Gottes Willen. Der Chef schmeißt mich dort noch den Bürgermeister. Radl wirft noch mal zur Botzen auf mich. Du bringst Salz. Du leider Schmierer. Hör bloß auf. Ja, Meister, du rief halt schon endlich. Nein, lieber Himmel, das gibt ein Unglück. Sag's dir, das war jetzt ein Blattschuss mitten aus Bürgermeisterhaus.
Das klingt ein Geier, mein lieber Thomas. Bravo, Meister, pfundig! Jesus! Du, jetzt kommt die lieblich auch daher. Na, bitte nicht. Hat schon erwischt. Mitten in ihrem perfekt geschminkten Gesicht, Doktor. Jesus, nein, die Schüssel ist ja leer. Ich muss schnell in den Backstumm raus. Nicht, dass am Meister die Munition ausgeht. Aber ein Hund ist ja schon unser Meister. Ja. Ach du Schande. Jetzt guckt die auch noch da rein. So, das. Damit gehe ich vor Gericht. Meine Frau Lieblich, jetzt sind's gewiss sauer, gell? Kein Wunder, ist ja auch ein Sauerteig. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Meisterin, was meint, was gerade passiert? Jetzt ist mir leider die Munition ausgegangen. Heute gibt's kein Brot mehr. Sie! Wo haben sie einen Treffer abgerückt? Das tut mir aber leid, Frau Lieblich. Aber das kommt davon, wenn man immer an vorderster Front mitmischen will. Das sage ich Ihnen. Diese Tat wird nicht ohne Folgen bleiben. Sie werden noch von mir hören. Und das nehme ich mit als Beweisstück. Ja, nehmen Sie es mit. Wart's aber nicht zu lang, wissen Sie. Der Teig, der wird schnell sauer. Hast du die Rolle vom Verstand verloren? Ha? Backst du Zettel in die Semmel hinein, verkaufst das auch noch? Ja, natürlich verkaufen wir's. Willi! Ja, und so grün und schmeißt dann noch mit Teig nach dem Bürgermeister und triffst dann noch. Aber gut macht's, Driesel. Also was das? Der Willi, wenn sowas machen darf, dem darf man ein paar Gehörige hinter die Ohrwaschel gehen. Und am liebsten darf ich das bei dir auch. Ja, bitte, Rosa, tu dir keinen Zwang an. Ich glaub, du weißt überhaupt nicht, was du da angezettelt hast. Ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Zettel habe ich geschrieben, das ist doch weiter nicht schlimm. Der Bürgermeister hat schon längst einmal eine Abreibung verdient. Aber doch nicht auf diese Art und Weise. Schauen muss man sie mit dir vom ganzen Dorf. Hey, warum denn schauen, Rosa? Ich hab nur gesehen, dass alle Leute, die da rumgestanden sind, recht schadenfroh gelacht haben. Ja, aber ich schaue mit dir. Ich will keinen Mann, der mit Teig um sich schmeißt. Rosa, reg dich nicht auf, alles wird doch recht werden. Okay, was soll denn da recht werden? Und die Hanna mir gerade erzählt hat, dass du sogar der Lieblich einen Batzen ins Gesicht gefeiert hast. Mein Theo. Ja, das war nicht unbedingt meine Absicht. Freut mich aber trotzdem. Ja. Da hast ja auch eine großartige Tat vollbracht. Ich sag dir was, alle miteinander sind zu träge und zu feige, als dass sie aber in irgendeiner Weise aktiv werden. Diese Semi-Aktion, die bringt endlich einmal einen frischen Wind in diese verstaubten Holzköpfe von unseren Bürgern. Rosa, ich habe so das Gefühl, das wird noch ein Orkan. Ein Sturm wird es! Ein Sturm! Gegen ihn ist der Sturm vom FC Bayern nur ein laues Lüftern. Dass du da noch Witze machen kannst, das verstehe ich nicht. Auf die Knie rutschen die Altöttinger kein Bein rum, wenn das gut ausgeht. Das magst du, jawohl, wenn du meinst, dass der Hälfte, dann magst du das, ja? Aber jetzt ist Mittag, jetzt sperren wir den Laden zu und du, Rosa, du ruhst dich aus. Leg dir ein bisschen hin, dass du Nachmittag fit bist, wenn der richtig große Ansturm kommt. Sag einmal, hast denn du wirklich in alle Semmeln diese Zettel da reinbacken? Nein, nicht in alle. Aber ich sag dir was, die meisten Leute, die sind auf meiner Seite. Was anderes, Rosa. Weißt du zufällig, wo die alte Walddecken hingekommen ist, die immer im Schupfer hinten gegangen ist? Na, was willst du mit der Decken? Ich glaube, im Lieferwagen ist. Ah, dann ist schon recht, ja. Hanna, sperr den Abend zu. Theo, ich bitte dich, lass dir nicht schon wieder was Neues einfallen. Ich lass mir doch nichts einfallen. Ich folge nur meinem Instinkt. Und das solltest du auch tun. Mei, oh mei, was habe ich nur für eine Querkopfgeirat, Glasses? Gott sei Dank. Endlich Mittag. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Tröst dich, Hanna, ich auch noch nicht. Setz die hin, Suppe ist schon fertig. Sagen Sie noch mal, das wäre aber bei sowas sonst noch narrisch. Kann denn ich alles allein machen in diesen Mehlschuppen? Entschuldigung, Striezel, Meisterin wollte ich sagen. Aber der Meister, der ist spurlos verschwunden und hat mir in der Backstube nur die Spuren unserer Schlacht hinterlassen. Und ich kann umeinander werkeln wie ein Bläder. Das geht natürlich nicht, gell? Da kommst du uns ja am Ende noch mit dem Gesellenschutzgesetz daher. Gibt's das? Gut zu wissen. Ah, oder hängst uns womöglich noch einen Prozess an Hals? Meisterin, was denken denn Sie von mir? Für Sie und die Meister,
da gehe ja ich eiskalt mitten durchs Feuer. Wir wissen schon, was man dir haben will, gell? Obwohl du schon weißt, dass das nicht richtig war, dass du am Meister den Teig sogar noch nachtragen hast, gell? Bei aller Verehrung, Frau Striezel. Aber dieser Kampf ist reine Männersache. Hast du das gehört, Hanna? Männersache. Ich fürchte fast, dass wir uns nicht verhört haben. Also, das finde ich jetzt überhaupt nicht nett, dass man als Geselle nie als vollwertiger Mensch gesehen wird. Weil wenn mich der Meister braucht, dann bin ich da. Und wenn mich die Meisterin braucht, dann bin ich erst recht da. Ja, so bin ich. Mein Gott, jetzt müssen wir gleich einen Kniefall machen. Wir wissen schon, was man dir haben will. Ja, das möchte ich auch hoffen. Was ist denn das? Moment, das haben wir gleich. Na, sagt mal, was ist denn da los, hä? Jetzt ist Mittag, Um Gottes Willen, da steht ja eine ganze Schlange vor dem Laden draußen. Ja, was ist, Fräulein Verkäuferin? Wollen wir nicht einmal wieder aufsperren? Ja, dann müssen wir früher aufmachen, Hanna. Ja, nix da, gehen wir, Avanti. Ja, meine Suppen darf ich aber schon noch zusammen essen, oder? Nix da. Geschäft ist Geschäft. Dreh ja nicht so auf, du Mehlwurm, du. Oh. Dankeschön, Meisterin. Bin schon da. Jetzt möchte ich bloß einmal wissen, wo eigentlich der Meister ist. Draußen war... Gottes Willen. Frau Striezel, da kommt doch einer ganz amtlich aufs Haus zu. Ich hab's geahnt. Das ist der Bröpsel, der Innungsmeister. Ja, was tue ich denn da, um Gottes Willen, wenn der Theo nicht da ist, ha? Was sag ich denn da? Was mach ich denn da? Ah, nur keine Panik, Striezelin. Mir wird schon was einfallen. Und vor allen Dingen Kopf hoch und die Nerven bewahren. Und wenn der aufsässig wird, ein Ruf und ich bin zur Stelle. Ja, grüß Gott, Frau Striezel. Grüß Gott. Eigentlich hätte ich gerne Ihren Mann gesprochen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Naja, Sie werden ja sicher auch Auskunft geben können, was es mit diesen sagenhaften Semmeln auf sich hat. Ja, bitte, nehmen Sie doch erst einmal Platz. Danke. Wissen Sie, das ist nämlich so. Eigentlich ist der Willi ja unser Gesell an allem schuld. Ja. Weil der hat ein bisschen zu große Semmeln gemacht. Gell? Ich weiß nicht, was der im Kopf gehabt hat. Und naja, und weil wir es doch nicht wegschmeißen haben können, haben wir es halt verkauft. Ja, und weil die Kundschaft so zufrieden war, da verkaufen wir es immer noch. Ja, aber das geht doch nicht, Frau Striezel. Das wissen Sie doch. Sie und vor allem, was denkt sich denn da Ihr Mann dabei? Ja. Da müssen Sie selber fragen. Ich bin zwar mit ihm verheiratet, aber was der im Kopf hat, das weiß ich bis heute noch nicht. Na, Sie, ich meine, also Sie meinen, da gibt's doch Vorschriften. Sie, es kann doch nicht jeder seine Semmeln backen, wie er gerade lustig ist. Wo kann man bei denen da hin? Sie, eine Semmel darf einmal nur zwischen 45 und 60 Gramm haben und keine 125 für die Ihrigen. Ja, Sie, und dann das mit diesem Zettel. Unser Nahrungsschutzmittelgesetz. Und das sagt strengstens, dass man irgendwelche Gegenstände mit Genussmitteln verarbeitet. Das heißt, auf Deutsch gesagt, dass man da Zettel mit reinpackt. Sie, Ihr Mann kann doch seine privaten Streitereien mit der Gemeinde nicht mit seinen Semen austragen. Also ich muss schon sagen, da hat er sich einen ganz, ganz dicken Hund geleistet. Das sehen Sie doch selber, Frau Striezel. Ja, haben nicht Sie als seine Frau da auf ihn ein bisschen, naja, sagen wir mal, einwirken können? Den Mann zeigen Sie mir einmal, der sich von seiner Frau was sagen lässt. Besonders, wenn er sich was in seinen Kopf gesetzt hat. Möchtest du eine Tasse Kaffee, Herr Brübstel? Vielen Dank. Naja, ich werde ihn seinen Dickkopf schon wieder zurechtsetzen. Unsere Gesetzgebung ist auch für einen gewissen Bäckermeister Striezel gültig, gell? Das soll er sich einmal hinter seine mehligen Ohren schreiben. Sagen Sie ihm das. Und er soll sich morgen bei mir in der Innung melden. Ja, also, ich werde es ihm ausrichten, Herr Brübstel. Ach, Sie, Frau Striezel. Da ist ja bei mir noch eine Meldung eingegangen. Ein Geselle von Ihnen soll einen ekelerregenden Ausschlag an seinen Händen haben. Was? Das gibt's ja gar nicht, das hätte ich ja auch sehen müssen. Geh, bring es mal doch diesen Burschen einmal her. Ja, der wird jetzt bloß keine Zeit haben. Ja, dann soll er sich Zeit nehmen. Wo sind wir denn? Willi? Willi? Bin schon da. Ah, du bist also der Willi. Ja, grüß Gott. Klar bin ich der Willi. Und du bist Geselle beim Bäckermeister Striezel. Ja, klar bin ich der Geselle. Du bist der Geselle. Gut. Sag mal noch mal deine Hände. Bitteschön, frisch gewaschen. Umdrehen. Ja,
Also, ich sehe da nichts. Also, da muss sich die Frau getäuscht haben. Jetzt geht mir ein Licht auf. Das war bestimmt die Frau Lieblich. Also, der Name tut nichts zur Sache. Aber bei uns gehen ja öfters Falschmeldungen ein, gell? Klar war das die Lieblich. Ja, sagen Sie mal, Herr Innungsoberinspektor, haben denn Sie das nicht gemerkt, dass die Frau nicht alle Flaschen im Regal hat? Ich hab doch nur die Hände voller Erdbeermarmelade gehabt. Ach so. Ja, weil ich gerade die frischen Krapfen gemacht hab, gell? Und die Frau hat gemeint, das wäre eine Mehlallergie. Ja, also Frau Stüssel, und Sie sind sich sicher, dass Sie keinen weiteren Gesellen haben? Wo ich bin, da ist ein zweiter überflüssig. Kann ich jetzt wieder gehen? Wissen Sie, es gibt viel zu tun. Und keiner packt's an, außer mir. Packst du wieder deine Viertelpfünder? Na, freilich? Nein, nie. Nimm dich in Acht, gell? Das Gesetz wird in Zukunft ein Auge auf dich werfen. Hoffentlich trifft's mich nicht. Ja, also, wie gesagt, Frau Stüssel, Ihr Mann soll sich morgen bei mir in der Innung melden. Dann werden wir diese unleidige Sache wieder in Ordnung bringen. Das tut mir ja leid. Er gehört ja schließlich zu den Tüchtigsten in der Innung. Und ich habe auch noch nie etwas Nachteiliges über seinen Betrieb gehört. Und darum muss er es sich ganz besonders überlegen, dass er mit solchen Aktionen auf längere Sicht hin seinem Betrieb doch nur schadet. Verstehen Sie? Ja. Also, auf Wiedersehen, Frau Schlüssel. Sie haben ja recht. Ja. Es muss alles seine Ordnung haben, gell? Viert den gut. Wiederschauen, Herr Brötzl. Ja. Willi? Willi? Sehen Sie da? Ist der Innungsoberdepp wieder fort? Du sei mir nicht so frech, gell? Was war denn das mit der Frau Lieblich, Ich hab schon gesagt, dass das nur eine Erdbeermarmelade war. Aha. Aber die Frau, die ist ja so blöd, dass sie gerade brummt. Mei, aber das hätten Sie mal sehen sollen, was ich von der für eine Schau abgezogen hab. Sie, das war ja eine Oscar-reife Leistung war das. Und in was für Schwierigkeiten du uns mit deinem Spaß bringst, an das denkst du wohl nicht, ha? Ich werde nur fürs Backen gezahlt, nicht fürs Denken. Sollen wir dich jetzt auch noch loben dafür? Ja, das war schon nicht schlecht. Schluss jetzt! Du gehst in den Laden und ich in die Backstube. Umgekehrt natürlich. Ja, du machst mich schon ganz verrückt. Jetzt, meine, steht unser Stricheln schon sauber daneben. Willi, wo ist denn die Chefin? Im Lohn ist, soll ich's holen? Nein, die brauche ich nicht. Ich brauche schon eher die. Pass auf, Willi. Du gehst jetzt in den Schupfen aus und holst den alten Roller. Wollen Sie Roller fahren? Sie haben doch ein Auto. Red kein Kas unter das, was er da anschafft. Du montierst von dem alten Roller die zwei Radl ab. Hast du das verstanden? Ja, verstanden schon, aber nicht kapiert. Was wollen jetzt Sie mit den zwei alten Radl ohne dem Roller? Willi, frag nicht so viel und verschwind. Ah, langsam. Willi, kannst du schweigen? Bin ich ein Waschweib? Ja, ich brich zusammen. Ja, das ist ja saustark. Ja. Das ist ja der Megahammer. Und in der Nacht wird gearbeitet. Und du hilfst mir dabei. Ehrensache, Meister. Für Sie tue ich alles. Hast du die Brotzeit schon hergekriegt? Noch nicht ganz. Thermoskanne voll heißem Tee mit Rum habe ich auch noch gemacht, wo es doch so kalt war heute Nacht. Der hat doch genügend Decken drum.
Aber das soll erstmal einer nachmachen. Hockt sich der auf die Linden auf, damit es nicht umgesägt wird. Während Zengmeisterin, diese ruhmreiche Tat, die geht in die Geschichte ein. Und ich war maßgeblich daran beteiligt. Über dieses Thema reden wir noch, gell? Ah, da kommt ja schon sein Kerberl. Achtung! Ui, da ist ein Zettel drin. Ha? Guten Morgen, Mausilein. Hast du gut geschlafen ohne deinen Striezel? Kitschkopf. Obwohl, ein bisschen mehr denken könnt ihr schon. Nein, der hat doch jetzt Wichtigeres zu tun. Ja, Sie werden ja nicht umgesägt. Einer hat der noch länger. Willi, jetzt red doch nicht immer so dumm daher. Der soll in seine Backstube gehen, wo er hingehört. Nein, und gerade das geht nicht. In dem Augenblick, wo der Meister einen Fuß vom Baum runtersetzt, ja, da geht's los. Wunder, wund, wund, wund. Der Meister, der ist doch der Anführer. Ja, der muss die Stellung halten. Ja, so war er schon immer. Immer gegen den Strom schwimmen und immer was anderes wollen. Ja, aber richtig ist es schon, dass endlich mal einer gegen den Bürgermeister aufsteht. Der macht doch sonst, was er will. Ja, und wenn er jetzt vom Baum runtergefallen wäre und hätte sich das Knack gebrochen, Geh, unser Meister doch nicht. so hockt sich der wie ein Aff im Tierpark auf dem Baum danach. Apropos Aff, sollen wir ihm ein paar Bananen ins Kerberl rein? Was ein Striezel konnten einen nicht schauen, gell? Ein Striezel für ein Striezel. Willi, du sollst nicht so dumm daherreden. Ja, ich möchte doch nur die angespannte Lage ein bisschen auflockern. Und solange der Meister die Lindenbesetzung durchzieht, übernehme ich die alleinige Verantwortung für die Backstube. Was wieder mal beweist, dass ich für diesen Betrieb unersetzlich bin. So, aber jetzt ab die Post. Nicht, dass wir uns am Ende verschwächen noch vom Astel haut. Stritzlin, wollen Sie auch einen Brief schreiben? Ja, freilich, das darf so passen, dass du was zum Lachen hast, gell? Nein, das, was ich ihm zu sagen habe, das kriegt er von mir persönlich zu hören. Ha. Also, los jetzt. Das kann dauern, weil wenn unser Depp vom Bürgermeister auf Stur schaut, kann es passieren, dass unser Meister da drum alt und grau wird. So, unsere Lieferung ist angekommen. Alles Was? raus. Ja, jetzt ist schon mal, wie es ist. Aber das eine sage ich euch, gell? Solange der Meister nicht da ist, Geschichte ist, was ich sag, verstanden? Klar, Meisterin. Und wir sind die Semmeln ab sofort? Normal. Stinkt normal. Ja, freilich. Schade, das wird ja direkt wieder langweilig. Du wärst wohl nie gescheit haben. Mir langt's. Und zu viel Gescheitheit, die belastet nur. Ja, die ganz gewiss nicht. So, und ich sperre jetzt den Lohn auf, gell? Sagt einmal, was glaubst du hier eigentlich? Was bildet euch denn ihr überhaupt ein, ha? Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Ja, guten Morgen. Also so reden Sie nicht mit unserer Meisterin, gell? Dass das gleich mal klar ist. Halt doch, du dein Pappen, du Bürscherl, du Staubix. Ihr steht so alle miteinander und da einer Decken. Logisch, das gehört ja also für einen anständigen Betrieb. Ah, ihr wollt mich mal fertig machen, ha? Ich sag zu der Angelegenheit nur so viel, ich bin für meinen Mann nicht verantwortlich. Der ist halt nur, dass er selber weiß, was er tut. Ja, das weiß er scheinbar nicht. Ich sag Ihnen, was der ist. Ein Holzkopf ist er. Ein ganz gemeingefährlicher. Das ganze Dorf hetzt auf mit seinen Altbachern Semen. Halt! Dagegen muss ich Einspruch erheben. Altbacher waren unsere Semen noch nie. Und wenn, dann verkaufen wir es als Knädelbrot. Ist jetzt der immer noch da, ha? Ja, und der bleibt auch da. Willi, sei stark, du redst dir um Kopf und Kragen. Ja, das darf ich euch auch raten. Der Staatsheit und mir zuhört. Erstens muss ich wegen dem Bäckerschädel, der ja einer Gatte ist, muss ich eine außerordentliche Gemeinderatssitzung einberufen. Zweitens steht der Trupp mit der Säge schon seit um 6 in der Früh parat und die können nicht anfangen. Und wer ist schuld? Unser genialer Meister. So. Und weißt du, Dorfakademiker, du Oberschlauer auch, was so eine Säge kostet in der Stunde? Wenn's nicht sagt, nix. Sei stark, Willi. Ein Haufen Geld kostet die. Und wisst ihr, wer die verlorenen Stunden zahlt von der Säge und von den Männern? Der es bestellt hat. Du Bürscher, wenn du so einmal dein Maul aufmachst.
Da stecken die eigenhändig und ungespitzt in einen Tortrog rein. Willi, ich glaube, es ist gescheiter, wenn du jetzt gehst. Nein, ich kann doch nicht gehen. Solange der Meister auf der Linden drum hockt, bin ich der einzige Mann im Haus. Ich fühle mich verpflichtet, sie zu beschützen. Ja, da hat's einen Schutz, mein Lieber. Dass ich nicht lache. Und dass das klar ist, gell? Sämtliche Verzögerungen und alles, was damit zusammenhängt, das zahlt ihr. Die Linden werden umgesägt, entweder heute oder morgen oder nächste Woche oder wann. Aber euch kommt's halt teurer. Weil von mir aus kann der da drum hocken, bis er schwarz wird, der Tarzan-Verschnitt, der. Weil mir geht die Luft nicht so schnell aus. Ich bin immerhin noch der Bürgermeister. Fragt sie bloß, wer lang? Ja, du bist doch derselbe verdruckte Kerl wie dein Meister. Ja, logisch. Ich bin doch auch sein fähigster Mitarbeiter. Wart's dir. Euch mach ich fertig, da passt's auf. Ab sofort werden in dem Laden keine Semmeln mehr verkauft. Die sperre zu. Ja, dazu brauchen Sie erstmal einen Schlüssel. Und den rücken wir bestimmt nicht raus. Außerdem sind Sie dazu gar nicht berechtigt. Das ist mir wurscht. Wurst verkaufen wir nicht, bloß Semmeln. Was? Du Schau. Noch einen Komen jetzt hier von dir. Also, Frau Stritzel, ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ab sofort werden in dem Laden keine Semmeln mehr verkauft. Also jetzt habe ich mir Ihre Unverschämtheiten lang nur angehört. Was? Jetzt warten Sie doch erst einmal ab, was diese Gemeinderatssitzung beschließt. Da wird der Gries überstimmt. Geh, was debattiert denn ich mit euch überhaupt noch rum? Habe ich doch gar nicht notwendig. Aber eins darf mich noch interessieren, Frau Stritzel. Haben Sie dem Theo, dem Flo ins Ohr gesetzt, dass er sich auf die Linden aufhocken soll? Ja, ich sag's ja. Weiber, wenn zum Denker anfangen, dann ist Chaos schon perfekt. Also jetzt reicht's mal aber, gell? Da ist die Tür. Was? Sie schmeißen mich aus? Das haben Sie doch gehört. Jawohl, stellen Sie sich vor, ich schmeiß den Herrn Bürgermeister raus. Sie wissen ja, wo's hinausgeht. Auf Wiedersehen. Na was? Ihr werdet's es schon sehen. Und noch was. Wenn Sie uns noch was mitzuteilen haben, sagen Sie es doch bitte schon unserem Meister. Der überblickt nämlich die Sache. Der sitzt über den Dingen. Du Bürsche! Saubande! Übereinander ausgeschande! Dem habe ich es jetzt gesagt. Ich weiß nicht, Willi, mir ist jetzt auf einmal... Was Ich weiß gar nicht, wie... Ja, jetzt machen jetzt keine Sachen. Sie sind ja ganz blass ums Nasenspitzel rum. Wir sind jetzt ganz komisch. Ist einer schlecht? Willi, da drüben sind Kreislauftropfen im Kastel. Bringen wir's doch bitte. Jetzt machen Sie mir bloß nicht schlapp. Das ist doch der Depp gar nicht wert. Wie redst denn du vom Meister? Nein, ich meine doch den anderen, den Bürgermeister. Sollt ihr einen Chef sagen, dass einer schlecht ist? Nein. Also gut, dann ziehe ich mich jetzt wieder in meine Semmelhöhle zurück. Und Sie gehen jetzt zur Ruhe. Ja. Das ist ein Befehl. Ja. So, jetzt kommen Sie nur gleich rein, Frau Klüschbiss. Grüß Gott. Da haben wir ja schon die Frau Stritzel. Grüß Gott. Die kann Ihnen sicher Auskunft geben über die äußerst seltsamen Vorgänge im Ort und vor allen Dingen in dieser Backstube. Es ist ja höchste Zeit, dass die Öffentlichkeit informiert wird. Also, Frau Lieblich, das geht doch nicht. Sie können doch nicht mit jeder x-beliebigen Person einfach zu mir in den Sturm reingehen. Also die hat doch keinen benimmt. Aber das ist ein Nettschneckerl. Entschuldigen Sie, Frau Striezel, aber die Frau Lieblich sagte, wir würden nicht stören. Ich komme vom örtlichen Tagblatt und ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich sag aber nichts. Das ist ja allerhand. Jetzt kommen die Zeitungsleute schon zu uns ins Haus. Soll ich es rausschmeißen, Meisterin? Schauen Sie, Frau Klüschbiss, und das ist der Bursche, von dem ich Ihnen schon erzählt habe. Ein Skandal ist es. Nur ein paar Fragen, Frau Striezel. Na, ich darf doch. Ja, die Gemeinde hat schließlich ein Recht, über die Vorgänge im Ort durch die Presse informiert zu werden. Das weiß ja eh schon jeder Bescheid. Mein Mann sitzt auf der Linden. Geht es Ihrem Mann tatsächlich nur um die Rettung dieses wunderschönen alten Baumes? Oder stellt er sich grundsätzlich aus persönlichem Geschäftsinteresse gegen den Bau des Supermarktes? Ich sag nix und ich weiß auch nix. Aber ich weiß was und ich sag's auch. Nämlich, dass dieser halbverrückte Bäcker aus Prinzip gegen den Fortschritt ist. Wie ich hörte, hat Ihr Gatte mit
in Semmeln eingebackenen Zetteln zu dieser Aktion aufgerufen. Genau. Das spricht ohne Zweifel für eine gewisse Originalität. Jawohl. Das spricht für verantwortungslose Missachtung des Lebensmittelschutzgesetzes. Das sollten Sie schreiben. Also bitte überlassen Sie die Art der Berichterstattung mir, Frau Lieblich. Frau Striezel, was sagen Sie dazu? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, ich sag nichts. So, und fragen Sie mir bitte nicht so viel. Und fragen Sie bitte nicht so saudumm, wenn Sie schon alles wissen. Ja, wenn mein Mann und ich, wenn wir gewusst hätten, dass in diesem Ort nur lauter Halbirre wohnen, dann hätten wir uns ja hier nie niedergelassen. Ich danke Ihnen, Frau Lieblich, aber ich benötige Sie eigentlich nicht mehr. Ja, aber ich sehe es als meine Bürgerpflicht, der Presse mit sachdienlichen Hinweisen zur Seite zu stehen und ein bisschen Licht in die dubiosen Machenschaften von diesem Herrn Striezel zu bringen. Meisterin, wie lang sollen wir jetzt dieses liebliche Gewäsch noch anhorchen? Ich gehe in Wachstum und heuer Munition. Halt, da bleibst. Genau. Als ich nämlich diesem Herrn meine Meinung sagen wollte, da bin ich mit Teig bombardiert worden. Jetzt schreiben's. Tägliche Angriffe auf unbescholtene Bürger. Und jetzt pack ich's beim Getroffen. Da. Und Sie beide verlassen jetzt mein Haus. Frau Striezel, ich glaube, Sie verkennen die Lage. Na, ich will Ihnen doch helfen. Die Presse steht voll hinter der mutigen Aktion Ihres Mannes. Was haben Sie gesagt? Sie wollen uns helfen? Was? Die kriminellen Machenschaften von dem halbverrückten Bäcker, die wollen Sie auch noch unterstützen? Frau Lieblich, in diesem Land herrscht Gott sei Dank immer noch Pressefreiheit. Ja, darum müssen Sie der Presse schon das Recht einräumen, die Bevölkerung nach eigenem Gutdünken zu unterrichten. Ja, und dass ich mit Teig beworfen worden bin, das finden Sie dann auch in Ordnung. Also was ich finde, ist in diesem Fall ohne jede Bedeutung. Es geht hier nur um eine sachliche Berichterstattung der bestehenden Fakten. Aber ich kann Sie beruhigen, der Teigwurf auf Ihre Person wird in meinem Bericht in der passenden Form erwähnt werden. Wenn Sie meinen, Sie können mich hier lächerlich machen, dann überlegen Sie sich das sehr genau, meine Liebe. Naja, Ihnen und Ihresgleichen gehört ja das Handwerk gelegt. Aber man weiß ja, was man von solchen Zeitungsschmierern zu erwarten hat. Also, Frau Lieblich, jetzt verlassen Sie bitte mein Haus. Nein, nicht bitte. Raus jetzt, gehen wir. Was ist denn? Mit der Kosten sind Sie auch flotter. Pfoten weg, du Lümmel! Das sage ich Ihnen, das hat Folgen. Sie wollen uns wirklich helfen? Ja, selbstverständlich, Frau Striezel. Ich finde es einfach großartig, was Ihr Mann da vollbringt. Eine Lindenbesetzung sozusagen, nur um diesen alten, herrlichen Baum zu retten. Ja, und das ist also der Proviantaufzug. Das ist ja sehr originell. Ja, ja, den hab ich entwickelt. Und der Meister hat mir dabei geholfen. Gell? Ich mache mir eigentlich nur Sorgen, wie das Ganze hinausgehen soll. Wissen Sie, Frau... Glühspieß. Mir ist schon ganz schlecht, so bin ich mit den Nerven fertig. Das ist überhaupt nicht nötig. Ihr Mann macht genau das Richtige. Sag ich doch immer, aber keiner glaubt mir was. Wie ich weiß, hat Ihr Mann die Bevölkerung inzwischen fast vollkommen hinter sich. Dieser Übermacht wird der Bürgermeister in Kürze weichen müssen. Und mein Artikel wird mit Sicherheit seinen Teil dazu beitragen. Das wird meinem Mann natürlich schon helfen, wenn Sie das so machen. Morgen erscheint der Artikel auf der Titelseite. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Striezel. Warum? Ich hab doch noch gar nichts gesagt. Das war auch nicht nötig. Ich habe mir mein Urteil über die Sache bereits selbst gebildet. Auf Wiedersehen, Frau Striezel. Servus, Schneckerl. Na, was sagst du jetzt da dazu, Willi, hä? Dass der Schuss von der Lieblich nach hinten losgegangen ist. Aber Meisterin, wo schaust du denn gar so kariert rein? Ich weiß auch nicht, mir ist so komisch, so schwindlig. Aber Willi, du gehst jetzt in die Backstube, es muss heute noch was geschehen. Brauchen Sie mich sicher nicht. Nein, ich leg mir jetzt ein bisschen hin, geht schon wieder. Und dann rede ich ein paar Worte mit meinem Tarzan. Na gut, dann geh ich halt wieder. Frau Striezel, kann Sie bitte mal... Ja, wo ist das? Kommt gleich! Auf Zeiten der ganzen Lohn ist vorher Leid und keiner da. Willi! Willi! Frau Striezel! Ich bin schon auf. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nein, was schreist denn so hysterisch? Ihr Weiber seid die reinsten Nervenbündel. Die Striezel hat's da bräselt! Was ist mit der Striezelin?
Am Gang drum liegt's und rührt sich nicht mehr. Du lieber Himmel, ich hab mir's gleich gedacht, weil's gar so kariert reingeschaut hat. Da muss jetzt der Meister her. Ich geh gleich auf und trag's ins Schlafzimmer. Ja, mach schnell. Oh, das hab ich kommen sehen, dass da noch Unglück passiert. Meister, komm mal schnell! Einer Frau ist umgefallen! Was ist los? Umgefallen ist! Was? So weit treibt das nur mit seinem Dickkopf, bis noch krank wird. So, schon erledigt. Willi, pass auf. Du rufst jetzt gleich den Doktor, okay? Aber nicht den Lieblich, sondern den da. Ja, ist schon gut. So, ich komm schon. Schick die. Ja, ich mach ja eh schon. Ja, hier Willi Striesel, Geselle von der Bäckerei Striesel. Sie, unsere Chefin, hat's erpresselt. Ich mein, umgefallen ist. Ja, schnaufen tut's noch. Ja, ist schon gut. Ja, Los, danke. Willi, was ist? Was ist mit meiner Frau? Was ist passiert? Ins Schlafzimmer hab ich's rein. Sehr gut. Ja, und einen Doktor hab ich auch schon. Der Doktor, um Gottes Willen. Rosa, Rosa! Ist der Meister schon bei der Frau Striesel? Soeben eingetroffen und abkommandiert. Nein, ich sag das, Hanna. So schnell ist noch nie ein Mensch vom Baum herunten gewesen, wie gerade unser Meister. Ja, dann komm zu mir raus. Ich brauch dich dringend im Laden. Wo werd ich nicht gebraucht? Willi, 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 hey Willi! Meister, Wo bleibt denn der Doktor? der ist im Anrollen. Ja. Ich habe ja doch 100-mal gesagt, ich soll sich nicht Sorgen machen. Ich mach das schon alles richtig. Grüß Gott, Herr Striesel. Herr Doktor, grüß Sie doch, Herr Doktor. Herr Meister. Also, wo ist denn die Patientin? Oben, Herr Doktor, oben im Schlafzimmer liegt sie. Herr Doktor, ich hab schon ein bisschen mit ihr geredet. Ja. Aber ich hab's gar nicht verstanden. Fast nicht, ganz schwach hat's nur geredet. Ja, dann schauen wir halt mal. Kopfhoch, Herr Striesel. So schlimm wird schon nicht sein. Hoffentlich. Herr Doktor, ich bitte Sie, verschreiben Sie das Allerbeste und das Teuerste, wenn es sein muss, ja? Sie kriegt, was sie braucht. Ja, und dass man da heraus ja nicht so laut diskutiert wird, verstanden? Nein, Herr Doktor, Ja. da geht's halt schon mal. Das ist eine verrückte Welt, ha? Er steigt auf die höchsten Bahnen auf und sie fällt einfach um. Ja, verrückte Welt, ja. Das hätte alles nicht sein müssen. Ja, wegen mir nicht. Ja, wegen mir auch nicht. Ja, wegen wem denn dann? Ja, weil es so einfach nicht geht. Was geht so nicht? Alles geht, wie man will. Aber gestern hast du nicht mehr wollen, heute will ich nicht. Jetzt tut's doch was wollt's. Ah, hättest du mir das nicht gestern schon sagen können? Gestern war gestern und heute ist heute und heute ist alles ganz Ja, anders. so hast du recht. Für mich auch. Aus ist. Was ist aus? Ja, alles. Jetzt hast du erreicht, was du wollen hast, nicht? Niedergemacht haben sie, wie umgefallen sind sie alle. Ja, gerade zwei sind noch für den Supermarkt. Jetzt ist auf einmal ein riesen Geschrei um die alte Linden, von der bis jetzt die meisten gar nicht gemerkt haben, dass sie überhaupt da ist. Das ist immer so, Xaver. Das ist immer so. Man merkt immer erst, was man gehabt hat, wenn man es nicht mehr hat. Okay, hör doch auf. Eine Bahn ist und bleibt eine Bahn, aber was redet denn lang? Aus ist Was ist aus? alles. Wenn's gestorben bist, dann ist aus, aber vorher nicht. Ich bin so gut wie gestorben. Ich bin erledigt. Du bist doch nicht erledigt. Du kriegst bloß keinen super modernen Supermarkt, das ist alles. Aber davon hängt doch der Fortbestand der Weltgeschichte nicht ab. Der hängt von ganz anderen Dingen ab. Franz Xaver, Von einer alten Linken vielleicht, oder? sag mal, weißt du immer noch nicht, um was es mir eigentlich geht? Was heißt, weißt du nicht, weißt du nicht. Das war halt der größte Erfolg in meiner Amtszeit als Bürgermeister gewesen. Ein Supermarkt. So redst du jetzt, morgen redst du vielleicht ganz anders. Und das tut mir bitte einen Gefallen. Hör auf mit deinem supermodernen Supermarkt und mit der Linde. Ich mag nichts mehr hören. Da droben, Franz Xaver, da droben, da liegt meine Frau. Und ich weiß nicht, was mir der Doktor gleich sagen wird. Gut jetzt, reg dich doch nicht so auf, Theo. Das ist so einfach. Eine Frale, das gibt sie schon wieder. Schau mal, Alter, ich hat schon ein paar Mal umgehauen. Und die ist immer wieder. Das beruhigt mich, danke. Das ist ein klarer Freund. Mal was anderes, Theo. Möchtest du vielleicht Bürgermeister werden? Ich Bürgermeister? Ja. Ich bin doch Bäckermeister. Ja, das habe ich auch gesagt. Aber die haben alle gemeint, du warst der richtige Bürgermeister. Ja, sowas muss man sich sagen lassen. Nein, ich will kein Bürgermeister werden. Ich bin gern Bäckermeister und ich möchte der Bäckermeister weiter bleiben. Aber du sollst dich mehr um das Wohl deiner Gemeinde kümmern und nicht nur immer deine eigenen Interessen verfolgen. Ach was denn, wenn sie einen Supermarkt gekriegt hätten, der hätte doch auch die ganze Bevölkerung was gehabt davon, oder nicht? Komm. Dir ist doch nur um deinen eigenen Vorteil gegangen. Sei doch mal ganz ehrlich. Ja, was soll ich lang drum rumreden? Irgendwo hast du ja recht. Weißt du was, Theo?
Ich pfeife auf den Supermarkt. Da kommen wir dann bloß wieder überall mit ihren Autos dahergefahren und verstinken uns unsere gute Luft. Das ist eine Rede, jawohl. Siehst du, der Platz leert sich auch schon wieder schön langsam. Gibt ja auch nichts mehr zum Sehen, gell? Kein Bäckermeister mehr auf der Linde droben. Genau, ja. Schon. Es war schon ein tolles Gefühl, muss ich da sagen. Wie ich so drum gesessen bin und von drunten haben sie so raufgeschaut zu mir. Ich war schon gern nur eine Nacht drum geblieben. Ja, das glaube ich dir sogar. Gut. So was raffiniert sein. Da muss man erst einmal draufkommen, gell? Also Theo, ich sag dir was, wenn er mir nicht so gestummen hätte, dann hätte ich gerade auslachen müssen, wie du da auf das Lindenkopf bist und zwischen die Astel durchgespitzelt hast, mein Lieber. Aber gell, das sag ich dir schon. Das mit dem Tortbatzen, das war für ein dicker Hund. Ja, das war keine Absicht. Ja. Nein, ich wollte dich nicht treffen. Nein, irgendwann. Du bist mir zufällig in die Schusslinie gegangen. Aber gefreut hat mich trotzdem. Du bist doch ein Hundling, ein Andrater, Gut, dann war also jetzt praktisch alles gesagt, was gesagt werden muss. Meine ich auch. Und wir verstehen uns wieder. Ja, Freilich. Gut, dann werde ich dafür sorgen, dass du weiterhin unser Bürgermeister bleibst. Oh, danke schön. Vorausgesetzt, du machst immer das, was ich für richtig halte. Ja, Freilich, so schaust du aus. Ja, Theo, wenn ich so nachdenke, dann haben wir uns doch mir immer gut vertragen, oder? Hand drauf, dass er weiterhin so bleibt. Jawohl. Jetzt ist mir wieder wohl. Schau so unser Linden, wie es da steht. Wie wenn mir was gewesen wäre. Ja, wieso? Da war irgendwas. Ja, ich sag dir was. Ich glaube, ich hätte es auch vermisst, unser Linden. Striezel, Sie machen ja Sachen. Was mache ich denn für Sachen? Um Gottes Willen, Herr Doktor, ist denn so schlimm? Also ich denke nicht, dass es schlimm ist. Eher das Gegenteil. Das Gegenteil. Ja, um Gottes Willen, Herr Doktor, was ist denn? Was ist? Ja, red's doch schon mal. Tja, wie soll ich mich jetzt am besten ausdrücken? Irgendwie. Also ich würde mal so sagen, auf so einen Vater, der noch wie ein Junge in den Bäumen rumkraxelt, da kann der Bub schon mal stolz drauf sein. Was für ein Bub? Mein Gott, Theo! Begreifst denn du gar nichts? Da hat denn Ihre Frau nicht mit Ihnen gesprochen? Ihre Frau ist im 4. Monat, in anderen Umständen. Ein Bub wird's, gratuliere. Ein Bub wird's! Ein Bub wird's! Ein Bub wird's! Ein Bub wird's! Ein Bub Ja, wird's! Theo, was sagst du jetzt? Was hast du die ganzen Jahre hier am meisten gewünscht? Und dein Rosla, gratuliere dir. Herr Doktor, Sie machen aber keine Witze mit mir, oder? In der Regel mache ich keine Witze. Ein Bub wird's! Ist mir Rosel vielleicht deshalb umgefallen? Ha? Ja, das passiert schon mal in dem Zustand. Und dann die ganzen Aufregungen, wissen Sie schon. Freilich. Hey, Rosa! Langsam, langsam. Sie ist gerade eingeschlafen. Gönnen Sie halt ein bisschen Ruhe. Gib mir die Ruhe. Ein Bub wird's! Ein Bub wird's! Erst auf Zeiten. Kaum lasst man sie eine Nacht allein, macht sie solche Sachen. Ich sag das muss genau in der Nacht passiert sein, wo ich ahnungslos am Baum gesessen bin. Ja, auf alle Fälle. Herr Doktor, wollen Sie nicht sicherheitshalber auf den Geisteszustand untersuchen, bei dem Schmarrn, was der daher ist? Der Schock, ganz verständlich. Was glauben Sie denn, was ich schon alles erlebt habe mit diesen werdenden Vätern? Also, mein lieber Herr Striesel, Ihre Frau muss sich jetzt halt ein bisschen schonen. Ja, freilich. Ja, keine schweren Kisten schleppen und so weiter. Nein, ich trage nichts mehr Schweres. Nein. Ja, das wissen Sie ja selber. Also dann für gut. Bis zum nächsten Mal. Striezelpapa. Striezelpapa, hast du das gehört, Striezelpapa? Schau aus, wie es da steht, unser Linden. Ha? Wie wenn ich es gewusst hätte, für wen und für was ich kämpfe. Jetzt kann mein Bub auch unter der Linden spielen. Und du kannst mir immer der Blecker, von wegen einem Erben und so. Gell? Ja, das war nicht schön von mir, gebe ich ja zu. Aber schwamm drüber jetzt, Theo. Seien wir froh, dass sie alles wieder so schön gekriegt hat. Du kriegst deinen Burm, ja, wenn es nicht doch nur ein Mädel wird. Ich bleibe Bürgermeister und Kraft dieses Amtes werde ich dafür sorgen, dass die Linden stehen bleiben. Für uns und für alle, die nach uns kommen. Solange es unser Herrgott halt will. Das ist... Moment. Aber ab sofort packst du wieder normale Semen, gell? Nicht, dass der vor lauter Freude wieder das Moos verzieht, hä? Versprochen. Du Bauernbürgermeister, du Geschwollkopf oder du. Mama, richte Brotzeit her. Aber weißt du, was mir am meisten freut? Hä? Dass ich die doch noch so klein gekriegt habe. Na, also. Weißt du,
Ja, was strahlen die Zigarren so? Ja, Gott sei Dank. Dann kann unsere Frau Stritzel nicht besonders krank sein. Nein, man könnte sagen das Gegenteil. Willi, schau mich an, was siehst du? Einen unausgeschlafenen, unrasierten Bäckermeister. Einen werdenden Vater. Ich brich zusammen. Wir haben's das noch zusammengebracht. Schmieren wir gleich auch nicht, gell? Ich mein, ist der Meisterin nicht schon ein bisschen zu alt dazu? Ja, so taufrisch ist ja auch nicht mehr. Jetzt hat er von mir eine gewischt gekriegt. Von mir schon auch? Jetzt bist du fällig. Keine Aufregung. Ich mein, als Spätgebärende geht's ja gerade noch durch. Du schaust aber, dass du nicht schweigst, gell? Dann hol ich jetzt die Brotzeit. Ja, jetzt haben wir ja einen Grund zum Feiern. Gratuliere, Meister. Danke schön, Hanna, danke schön. Für zukünftige Großereignisse, sowas wie einen 7. Sinn hab ich gleich nochmal 800 Riesenzähme backen. Cowboy. Ja, was ist? Hilf mir lieber. Aber sehr, sehr gerne doch. Da geh her. Ach, doch nicht mir da. Häng das Depper die Poster weg. Du, der hat mehr Groove drauf, als du meinst. Wie schaut's aus? Brauchen wir halt wieder einen King Louis für die Home Story. Natürlich. Ist das so ein Dirndl was Unbequems? Ja, jetzt mach weiter, dass die mein Vater nicht trifft. Du meinst, dass mich der Wuhu nicht trifft? Okay. Du weißt es doch, um was es geht. Verstehe, der Scheck. Ja, kommt der Wuhu mit dem Scheck. Da hörst du es. Hey, sind's das schon? Hoffentlich nicht. Ich bin ein King Cowboy. Grüß Gott, Greifenberg, Gallig, Agentur Renterprinz. Ich bin die Buchung. Ich bin Ihre Buchung 18.30 Uhr, Ihre Bestellung vom Montag. Sind Sie Frau Beuchler? Der Prinz Greifenberg. Pünktlich wie eine Stechuhr. Snoopy, der Herr von Greifenberg. Der Prinz von Greifenberg. Ich weiß gleich gar nicht, wie man richtig sagt. Am ihm durchlaucht. Offiziell Prinz. Privat schlicht und einfach Greifenberg, Gallig. Snoopy, der Herr von Greifenberg, der dich nachher beim Papa vertritt. Geh weiter. Und mir meinen Scheck rüberretten wird. Okay, ein Scheckspezialist, hä? Jetzt sei ja nicht so ekelhaft. Es ist der Snoopy, mein Lebensabschnittsgefährte, den sicher noch gehen sollen.
Ich gebe einen Snoopy? Ja, schau dir doch den Abstauber. Nein, bloß nicht, im Gegenteil. Sieh, da muss schon was Gediegenes her. Sag mal, spinne ich oder was? Jetzt schick die, wenn du weißt, dass jeden Moment kommen. Obacht geben, gell? Ein Backel Watschen ist gleich austeilen. Münz vielleicht Bier, Herr von Greifenberg? Geh weiter, Bier. So ein königlicher Scheckspezialist wird's unterm Shampoos nicht machen. Ein Grundsatz. Kein Alkohol am Tage, danke. Ja, das ist gut. Sowas hören unsere Weiber besonders gern. Geschmackvoll, Ihre Wohnung. Gefällt mir. Ach, und wir residieren wohl auf am Schloss, oder? Oder vielleicht bloß in der Schlossgassen. In der Schlossallee? Geh weiter. Snoopy? Snoopy, meine ich mal, du backst das jetzt, gell? Ja. Ich kann ja dabei in der Schlossallee flanieren. Da schau her, da sind die Autoschlüssel. Du, und ruf Bitchen vorher an, bevor es Ja, ist gut. Du, wie lange soll denn das Theater da dauern? Das hängt von Papa sein Durst ab. Ja. Halt! Das Wichtigste hätte ich ja beinahe vergessen. So, jetzt geht er. You ain't nothing but a hound dog, crying over time. Der ist schon in Ordnung, der Snoopy. Klingt wie treuer Begleiter. Hoffentlich sind sie nachher auch so schlagfertig, wenn es um meinen Scheck geht. Ja, kommt der Hugo mit dem Scheck. Bist du deppert, Vogelbläder? Der Wuhu? Das ist bloß so eine Art Kinderschreck. Aha. Wenn ich von meinem Vater rede, dann immer nur vom Wuhu. Ja, das darf er nur nicht wissen. Ja, darum haben wir einen Papagei ausgenehmt, falls er sich verplappert. Einen besonderen Grund, den Herrn Papa Wuhu zu nennen? Einen? Dutzende. Und der Herr, der wird sich nachher hier einfinden. Na, nicht nachher. Gleich. Wahnsinn. Helfen Sie mir mal, bitte. Ja, da hinten, wenn Sie mal gegangen. Na, Sie werden sich doch nicht vor einem Kinderwuhu fürchten. Was doch bestimmt schon in Südamerika waren, in seiner Heimat. Was, Ihr Vater ist Südamerikaner? Geschmarrn. Ich rede doch vom Papagei. Mein Papa kommt aus Deckendorf. Die Leute, die habe ich schon immer beneidet, in Luxussuiten von Dienern umwedelt zu werden. Fremdsprachen werden Sie bis auch aber drauf haben, oder? Darf man vielleicht erfahren, wie viel da sprechen, hä? Ja. Halt, nichts sagen. Lassen Sie mich raten. Also, bestimmt einmal Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, am Ende auch noch Japanisch. Sie hauen es nur auf den Tisch mit einem Wissen. Mein Vater imponiert sowas. Und Ihre Fremdsprachenkenntnisse, wie sieht's damit aus? Ach, was man halt so braucht. Im Urlaub. Obwohl, bei All Inclusive, da klang der auch bayerisch. Der Snoopy, der hat da schon wesentlich mehr drauf wie ich. Ach, worum es geht, das wissen Sie ja aus dem Auftragsprotokoll. Und uns Rentprinzen übermittelt man nur die Grunddaten. Rentprinzen? Sie, das klingt aber arg nach verarmten Adel. Ja, finden Sie? Sie, Ihr Honorar ist im Übrigen mit der Agentur festgeregelt, gell? Den Scheck gibt's erst, wenn ich den meinen hab. Ja, kommt der Hugo mit dem Scheck. Machen Sie das eigentlich schon lang, das mit der Agentur? Eine kleine Ewigkeit. Genau genommen 3 harte Wochen. Wobei es bei diesem Job weniger auf Berufserfahrung als auf Improvisationstalent und Einfühlungsvermögen ankommt. Und das haben wir. Ja, außerdem ist es schon eine aufregende Sache, Menschen aus peinlichen Situationen hinauszuhelfen. Ja, hoffentlich nicht auch hinein. Ist mir noch nicht vorgekommen. Na, so viel Gelegenheit haben Sie auch noch nicht gehabt. Sagen Sie mal, sind eigentlich auch andere Adelige bei Ihnen im Angebot? Naja, Grafen, Barone, also ich habe ja gleich nach dem Größten gegriffen. Oder sind vielleicht noch mehr Prinzen im Sortiment? Prinzen? Sie meinen Rentprinzen? Ja, Prinzen halt. Mein Gott, so viel rennen ja gerade auch nicht auf der Straße rum. Ja, wir sind prinzipiell sehr üppig mit Prinzen bestückt. Deshalb können wir auch so kurzfristig terminieren. Sagen Sie, nach welchen Gesichtspunkten haben Sie eigentlich unsere Agentur ausgesucht? Ihr habt die protzigste Anzeige im Branchenbuch. Deswegen. Renteprinz vermittelt wie jede Agentur Leistung gegen Bezahlung. Die Aufgabenstellung bestimmt, wer wo gebucht und eingeteilt wird. That's it. Na, jetzt wird's spannend und die Zeit knapp. Ja, heißt das am Ende, dass Sie gar kein Prinz sind? Solange Sie mich gebucht haben, wie heute Nachmittag zum Beispiel, solange bin ich Ihr Prinz.
Dann sind Sie gar kein Prinz, sondern bloß ein Prinzenrolle. Ja, können Sie mir geschwind sagen, was ich jetzt da soll? Umtauschen ist ja zeitlich nicht mehr möglich. Ja, und da ja nichts bringen, die anderen sind ja auch noch scheiße. Jetzt bin ich geliefert. Bitte? Sein Staat. Keine Ahnung haben's. Meine Eltern, die glauben, dass ihre Tochter bald den internationalen Hochadel abgibt. Und an dem Hirngespinst, da hängt mein monatlicher Scheck. Ja, kommt der Da hören Sie's. Wissen denn Sie überhaupt, was ein Aristokrat ist? Nur keine Aufregung. Noch ist überhaupt nichts geschehen. Noch? Was glauben denn Sie, Scheiße, der da jeden Moment bei der Tür ringt? Mein Vater, der Wubu persönlich. Oh mein Gott, der hat ihn rausgekriegt, was Sie für eine Wundertüten sind. Wie nennt man das jetzt eigentlich bei euch Prinzen, bei euch Raubkopieri? Also, wir sind keine Lustknaben oder worauf immer Sie auch anspielen. Lustknaben, ja freilich. Prinz sind's keiner. Sind's wenigstens einfacher Adel. Geschenkt, aus dem Katalog rausgekauft oder meinetwegen auch gestohlen. Greifenberg-Gallig, mit mehr kann ich leider nicht dienen. Sagen Sie das noch einmal von vorn? Gebhard Greifenberg-Gallig. Hört sich direkt irgendwie adelig an. Und wieso Gallig? Gallig ist der Mädchenname meiner lieben Mutti. Ach so, Gallig war ihre liebe Mutti. Ach, und da ist dann irgendwann einmal der Papa Greifenberg gekommen und hat sich die liebe Gallig-Mutti gegriffen und daraus ist dann eine kleine Raubkopie draus geworden. Wahnsinn! Ihr Humor hat sich zurückgemeldet. Ja, Galgenhumor, das geht dann schriftlich haben. Sagen Sie, wieso wollen Sie Ihren Eltern ausgerechnet einen Adeligen präsentieren? Ist doch etwas ungewöhnlich für ein Metzgerstöchterchen. Also wird das jetzt wieder daherkommt. Metzgerstöchterchen. Ja, genau da liegt der Hund begraben, warum meine Eltern auf den gesellschaftlichen Aufstieg bestehen. Mein Vater, der hat sich mit seiner Würst ein Imperium aufgebaut. Womit? Würst, Würstchen, Großmetzgerei, Wurstbuden etc. Wer mich heiratet, hat ausgesagt, verstehen Sie? Und dafür kann man ja auch schließlich was erwarten. Meint mein Vater jedenfalls. Ein Prinz für Papas Würstchen. Der droht dann nicht gleich, wenn's geht. Mein Vater, der träumt von der goldenen Königskrone auf seine Würst. Ja, dafür darf er sogar Tischmanieren lernen, so ernst ist ihm damit. Ach, und ich stehe dabei so überhaupt nicht aufs Heiraten. Schon mal mit der Wahrheit versucht? Na, Sie waren großzügig. Und mein Scheck? Ja, kommt der Wubu mit dem Scheck. Ruhig, Vogelgrader. Wissen Sie, mein Studium, das geht mir über alles. Ja, welches Semester? Das 20. glaube ich. Ein schwieriges Studium? Betriebswirtschaft. Ha, dachte ich mir. Egal. Entweder ich mache nächstes Jahr mein Examen. Oder? Ja, oder ich treibe einen adeligen Schwiegersohn auf. Wurstbudenlogik. Bingo! Wenn ich halt keinen Prinzen auffahre, dann sperren Sie mir meinen monatlichen Scheck. Ja, kommt der Wubu mit dem Scheck. Stadtvogel. Mama und Oma, die stehen auch schon ewig auf den Adel. Und jetzt stehe ich da mit einem Faschingsprinzen und muss zuschauen, wie mein Scheck Flügel kriegt. Ja, kommt der Wubu. Papagei, Pappalapapp, das muss verhindert werden. Wenn es auch eine andere Voraussetzung ist, unter der Sie mich gebucht haben. Allerdings müssen Sie wissen, dass ich praktizierender Vegetarier bin. Das auch noch. Ja, der Gedanke an Fleisch entlädt in mir Würgegefühle. Dennoch, einen einmal bereits angenommenen Auftrag führe ich auch zu Ende. So. Was haben denn Sie überhaupt gelernt? Das, was wir alle tun, wenn wir nicht wissen, was wir werden wollen. Betriebswirtschaft, anstudiert. Anstudiert? Ja, wenn Sie darauf bestehen, kann ich natürlich auch wieder gehen. Nix da! Zu spät! Das sind's. Jetzt können Sie zeigen, was drauf haben. Aber schminken Sie ja nicht jede Hoffnung auf ein Honorar ab, wenn ich meinen Check nicht kriege. Ja, kommt der Wubu mit dem Scheck. Stattbist! Moment! Ich komm gleich! Wie heißen Sie jetzt gleich nochmal? Ich? Ja, wer denn sonst? Ein Vorname möchte wissen. Ein Hunderass war's. Gebhard. Das war's, eine Katz. Grüße, ihr seid. Ich komm ja schon! Halt! Und Sie, Ihr Vorname? Resi, aber sagen Sie bitte, diese Rede, das passt besser zur Chronik. Auf der Wurst, ja. Noch eine Frage. Schnell! Grüße. Komm! Sind wir per Du? Voll Depp. Und schon bin ich da! Und du weißt doch,
Nachmittag so, gell? Mama, grüß dich. Mama, grüß dich. Ein fesches Dirndl hast du, aber der Ausschnitt ist schon ein bisschen zu tief. Okay, weiter. Den Balkon kannst ruhig herzogen. Gut sagst du aus, Dirndl. Danke, Papa. Schön, dass du das hast. Also, so viel hättest du doch gar nicht braucht. Wir feiern doch nichts. Ja, nichts da gefeiert wird. Und ich glaube, es gibt auch noch einiges zum Bereden. Ja, kommt der Wuhu mit dem Chef. Schön, dass du das hast. Seit wann hast denn du einen Vogel? Ein Wuhu? Ja. Einmal schon. Ja, gell, Wuhu, ja. Was steht's denn jetzt da so rum? Der Ara könnte sein Familienwappentier sein. Was so, spanische Linie oder so, gell? Kann mir jetzt jemand diesen Blärmestock da abnehmen? Oder Ja, Rese, schau her. Der war eigentlich für einen Opa gewesen. Aber so wie es ausschaut, komme ich heute wieder nicht am Friedhof aussehen. Ja, Oma, stellst ihn auf dein Fensterbankerl, gell? Ja, so. Und das ist er also. Da steht er wie eine Attrappen. Da möchtest du es nicht einmal vorstellen. Ja, tu nicht drängeln. Oma, Mama, Papa, das ist er, der Prinz Gebhard Greifenberg von und zu Gallig. Hoheit! Gnädige Frau. Siehst, Max, das sind halt Manieren. Ja, gell? ja, ist schon gut. Ich bin der Papa. Der beichlerische Satschawitzka-Meister in der 5. Generation. Ja, guten Tag, ja. Wenn Sie wüssten, wie gut ich Sie schon aus den Schilderungen Ihrer Tochter her kenne. Ja, das meine ich wird heikel für mein Renommee. Sie, wie war jetzt gleich Ihr Familienname? Hast das doch gehört, Oma? Greifenberg Gallig. Ja, Wittelsbacher, sind Sie keiner? Wir, die Galligs, wir bilden eine direkte Seitenlinie. Jetzt derzeit nicht gar so offiziell. Das ist der Gebhard. Mein Gebhardl, gell? Gebhard? Das ist aber nichts Hiesiges, oder? Eine direkte Seitenlinie von den Wittelsbacher. Die Galligs. Ja, Sie, gibt's da auch eine Straße mit dem Namen? Oma, wollen wir uns nicht hinsetzen? Ja, genau, der. Pass heute auf, Mama. Das ist, ja, unsere Oma, die ist halt wie wir aufgezogen, gell? Da hocken wir hin hier. Ja. Ist das Schloss da zu wissen? Ah, der Schmarrn. Das war doch mein Kommunionsgeschenk fürs Mädel. Der Gebhard hilft der Oma. Gestatten Sie, gnädige Frau? Ah, Dankeschön, Dankeschön. Das mache ich schon alleine. Sitzt sich da richtig oder soll ich nicht lieber da? Nix da. Die Hoheit gehört zwischen mich und die Oma. So. Na, also. Kommt der Wuhu. Schön, dass du da sitzt. Ja, das hast du schon einmal gesagt. Sag mal, was hat der aber mit seinem Wuhu? Ja, so heißt der Papagei. In Südamerika ist das ein Kinderschreck. Okay. So in Südamerika. Ja, mal, da wird schon in Bayern auch einen geben, gell? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Stuhl passen besser in eine Folterkammer, gell? Bitte? Diese Stühle, sind die vielleicht aus dem Schloss? Die Oma, nein, die sind schwedische. Ich hol uns einen Kaffee. Gut. Liebes, ich helfe. Nein. Das ist Sache von die Weiberleut, gell? Lass ihn doch, wenn er so gewöhnt ist. Du, so viel ich weiß, werden Prinzen nicht zur Küchenarbeit erzogen. Stimmt doch, oder? Ja. Sie Galligs haben's gesagt. Das müssen Sie mir dann genau erzählen, wo die Wurzeln Ihrer Familie gründen. Ja. Was gibt hat, das Adelsmatrikel kennt unsere Oma in- und auswendig. Wahnsinn, ja. Ja, also ich bin ja neugierig, wie die Beichlerischen einmal die Krone stehen wird. Wie sagt man jetzt eigentlich offiziell zu ihnen? Prinz, ohne alles. Gell, Gebhard? Prinz, ohne alles ist völlig ausreichend. Prinz! Ja, Sie, und wenn man jetzt einer ruft, kann das nachher sein, dass ein Blümel sein Schäferhund gelaufen kommt.
gell? Und außerdem war das ein Spaniel. Mein Gott. Die Hoheit wird schon Spaß verstehen, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht, die Fauteuils sind wirklich unbequem. Das ist heute modern, Oma. Warten Sie, vielleicht ein weiches Sofakissen? Nein, ho, dass die Oma nicht hofieren, weil wenn die weich sitzt, dann kommt es am Inside das Ja so. Max, Platz. Ja. Sie. Eine Frage hätte ich noch. Ich höre. Ja, Sie, eine schwedische Seitenlinie von den Wittelsbacher. Das ist das Erste, was ich her. Angeheiratet, die Gallix. Oma, Schwedisch ist doch bloß das Möbelhaus, wo die Stühle her sind. Ah, die sind gar nicht aus dem Schloss. Ja, Rese, was ist jetzt mit dem Kaffee? Ja, ich helfe. Nicht schon wieder. Oh, ein adeliges Profil. Ich bin ja schon da. Ja, lang nur haben wir ja gewartet, gell? Geh weiter, Mama. Schneid einmal den Kuchen da roten. Ja. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Haben Sie jetzt Sie gesagt? Jetzt ist schon wieder passiert. Hat sie sich schon wieder eingeschlichen, die dritte Person, gell? Die Oma wird das wissen, dass das gar nichts Außergewöhnliches ist in den Adelshäusern, gell, gepackt? Ja, wir siezen uns allgemein alle. Aber doch nicht mit ihrer Mutter. Freilich, Mama. Nur, wir sind aber gerade beim Abgewöhnen. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, was ist denn jetzt? Kriege ich halt noch einen Kugelhupf oder ist der vielleicht bloß geleast? Sei doch nicht immer so geschert. Ist ja wahr, Hast den Kugelhupf selber backen, Resi? Freilich, Mama. Wie immer. Oma, komm, gib mir deinen Teller. Na, Dankeschön. Nein, deinen Kuchen muss ich nämlich nicht rauchen, gell? Und das habt's mir unten im Auto unter Androhung einer Konventionalstrafe strengstens verboten. Resi, du backst mir rein, ich nehme mit heim. Na, was ist jetzt? Oma. Kann mir jemand die Zuckerdose räuchern? Ja, aber gerne. Bitte sehr. Dankeschön. Bei einer werden ja die Dienstboten dutzendweise rumwuseln, gell? Und einer jeden Wunsch von die Arme ablesen, wenn was fehlt. Ja, bei einer daheim, meine ich. Ach, Sie dürfen sich das nicht so vorstellen wie am Königshof. So, ich wollte es einer Brief. Deswegen ist er doch noch lange nicht der Sonnenkönig. Also in Versailles, da haben sie auch immer so üppig aufgedeckt. Beim Ludwig den 14. Ja, bekanntlich hatte sie König Ludwig in Bayern nachgetan. Geht nichts gegen unseren Kine. Bayerisches Nationalheiligtum. Da verstehen wir für keinen Spaß. Ja, jetzt reg dich bloß nicht auf, Maximilian. Und schlürf nicht immer so. Aber verzeih mir nix. Also beim König Ludwig, da war der Kuchen auch immer hausgemacht. Von seinem Hofkoch, vom Hirneis Alois. Ja, Sie, den müssen ja Ihre Großeltern noch gekönnt haben. Hey, Oma, das weiß er doch nicht. Wieso? Sind Sie mit Ihrer Oma auch per Sie? Meine Großmutter mütterlicherseits hat des Öfteren mit dem Hirneis, danke, gekocht. Ja. Omschili hat mir das immer wieder gerne erzählt, ja. Ja, also in Ihrer Familie sind die Frauen scheint spätgebärend. Mama! Wer gibt jetzt auf das? Naja, also der König Ludwig ist 110 Jahre tot. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, demnach müsste ja seine Oma... Das Privileg der ewigen Jugend eben. Jugend, darf ich das jetzt gerade nimmer nennen. Also Kind, das musst du anders rechnen. Je älter sein Geschlecht, umso adeliger ist es. Ich verstehe. Oma hat's halt wieder einmal gecheckt. Schön, dass da seid. Das ist scheint so marotten da herinnen, ha? Jetzt passen Sie mal auf, jetzt reden wir einmal vom Geld, gell? Sagen Sie mal, kann man von dem, was an die Vorfahren da so hinterlassen, kann man da leben davon? Ja, oder wie muss man sich das vorstellen in die heutigen Adelshäuser?
Sie verstehen ja schon, dass mich das interessiert. Ja, ja, Geld haben wir nämlich nur. Auf das kommt's gar nicht drauf an. Der Papa kauft schon wieder ein. Ja, also eine Frau soll sich schon auch interessieren, ob einem Mann nicht hernach so auf der Tasche liegt, wo doch der Adel genug verarmt ist, wie man hört. Mama. Also, Adelige sind heutzutage wie jedermann berufstätig. Außer die regierenden Monarchen. Das ist doch auch ein Beruf. Der Gebhard, der hat einen ganz normalen Beruf, wie jeder von uns. Na, wie jeder ja gerade nicht. Ja, dann sind ja Sie gar kein, wie soll ich sagen, Berufsprinz. Seine Familie legt den größten Wert auf eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ohne Ausnahme, gell, Gebhard? Ja, da sind wir aber jetzt gespannt. Ja, das darf laut sagen. Mein Lieber, das sag ich dir, wenn wir heimkommen, dann ist ich für was Gescheites. Was für einen Beruf haben Sie gesagt? Der Gebhard, der hat im Prinzip einen ganz normalen Beruf. Normaler geht's gar nicht. Nimmer. Ja, jetzt machst du mal so einen Mitten. Gebhard, sagst du oder soll ich? Oh, das muss ja ganz was Besonderes sein. Hä? Wahnsinn. Wir züchten. Züchten! Ja, und was will man fragen dürfen? Ja, was wird man denn in so noble Häuser schon züchten? Beinschwindel natürlich. Na, Oma, wo lebst denn? Das, was ein Gebhard seine Familie züchtet, ist das Normalste von der ganzen Welt. Ja. Allernormals. Ja, normaler geht's gar nicht. Wisst ihr, was die züchten? Geparden vielleicht. Tomaten. Kälber! Kälberzüchter sind's. Kälber! Genau so ist ein gestandene Kälbermast. Sind Sie bei Trost? In seiner dann Tritt verschluckt. Ein Kälberzüchter sind Sie? Ja. Ja, das ist ja direkt eine Himmelsbotschaft. Dass du uns das noch nie verzeiht hast. Wahrscheinlich, weil dieser Beruf so allernormalst ist. Mein Lieber, du, das gibt Weißwürst mit einer Krone drauf. Ja! Aristokratische Nackerte kommt man dann auch hier da. Ja, Sie, das müssen Sie mir vielleicht nachher alles genau erzählen, wo Sie gelernt haben, bei welchem Verband das Sie sind und vor allem, welcher Rasse Sie züchten, gell? Wir kommen schon ins Geschäft. Wissen Sie was? Die Weiberleute sollen jetzt die süße Zeigel da mal wegräumen. Wir probieren jetzt die Würst, die ich mitgebracht habe. Geh, Papa, das muss doch nicht heut sein. Ja, aufs Urteil von einem Fachmann, da gebe ich was, gell? Gell, Spaniel? Also, Max, du kannst doch nicht duzen. Wieso denn nicht? Da geh her, Blutsbruder. Da schau her, ich bin der Max. Gebhard! Wahnsinn! Ja, also, da siehst du. Oh. Was weiter? Was denn? Weißt nämlich, der Züchter muss allerweil zuerst das Metzgerhandwerk gelernt haben. Ja. Barbara, jetzt kannst du mir eigentlich noch ein Stück Kuchen rüberreichen, gell? Ja. Okay, bringt mir doch wer einmal mein Schlachtfestbackerl. Ich würde sagen, wir köpfen jetzt eine Flasche Shampoos. Nein, nicht schon wieder sowas Gespreiztes. Der Beichler braucht jetzt sein Bier und einen Speck. Ein Wubu mag einen Speck. Na, also, Speck hat er nicht gesagt, sondern Speck. Schön, dass ihr da seid. Gib doch am besten der Resi gleich einen Scheck. Ja, kommt der Wubu. Ein Beifugel. Den Scheck? Den hätte ich vielleicht direkt vergessen. Ach, welchen Scheck, ja? Hoheit, dann Sie mir vielleicht jetzt ein Stück Kuchen rüberreichen. Ja. Also, was ist jetzt mit dem Scheck? Ja, nur nicht hudeln. Es gibt keine schönen Kinder, wie die Oma immer sagt. Kriegst deinen Scheck dann schon, gell? Bitte sehr, ja. Ja, was ist denn mit dir? Hast du noch nicht nur von dem Maybab? Also, so ein Drum Kuchen hättest du dann auch nicht gebraucht. Du, sag einmal, kennt man eigentlich den Metzger? Wen? Ja, den Lehrherrn, meine ich. Ach, der? Nein, der ist schon tot. Lange, tot. Ach so, ja. Ja, weißt du, weil die Kälber, die muss zwischen der 4. und 5. Woche verarbeiten. Solange sie noch weiterhängen, gell? An was?
Solange sie noch kein Raufhuder gefressen haben, verstehst du? Wahnsinn, ja. Sie haben scheint's keinen rechten Genuss am Fleisch. Hä? Doch, Kalb ist doch mein Lebenszweck. Die gut gefütterten Kälber erkennt man an den Nieren, wenn zum Monat im Fett eingebettet sind. Mein Lieber, du, so wieder frei. Der Oma ihre Nieren, das lässt du mal probieren. Mein Lieber, das ist ganz unsere Oma. Du, da brunzelt fein nix, gell? In der Oma ihre Nieren, da kannst du reinbeißen, da wirst du keinen Bisselgeschmack nicht finden. Ja, weil ich sie in lauwarmer Buttermilch einlege. Da brunzeln sie am besten aus. Ja. Na, Resi, was ist denn jetzt mit meinem Schlauchbackel? Ja, Bisselgeschmack könnte einem den Appetit schon verderben. Ja. Wenn sich beim Essen die natürliche Funktion von so einem intimen Organ aufdrängt. Ja, du Moni, wirst auch schon deine Verhauer gehabt haben. Stimmt's oder hab ich recht? Mein Papa, also heute spritzt's aber wie das Blut. Du weißt, was ich da sag. Wenn Fachleute das kriegen, dann haben die Amateure Brotzeit, gell, für die gut. Ja, weißt, früher hast du es schon genau treffen müssen, gell. Das war heikel, mein Lieber, und hat lang gedauert, bis du das punktgenau auf die Stirn getroffen hast. Ja. Viel Gefühl hat der Mitzko auch schon braucht, weil sonst ist so das Verrecken nicht umgefallen, das Viech. Du, wie ich noch ein Lehrbub war, gell, so ein ganz schmalbrüstiges Bierschein war ich damals. Die Axt fast größer wie ich, gell. Vor der meines Viech eine Mordstromkuh, sag ich dir. Ja, ich zieh aus mit der Axt. Und was soll ich da sagen? Bis ich schau, bin ich da gegen anstatt ein Viech. Ich kenn die Geschichte schon. Siehst du das? Wenigstens Thomas hockt nicht einfach nur. Humor! Risi, ihr kleines Wasser, die Oma da stinkt. Mein Papa! Aber deine Metzgersgeschichten, die bringen Oma noch um. Der Gebhard, das ist doch kein Metzger. Du, keine Menschen interessiert, wie Schlachten funktioniert. Du, wundert dich nicht, wenn sie immer mehr Vegetarier sind. Oma, du magst das schon. Du sie war gut, ha? Ja, mit was meinst du, dass ich mein Geld verdiene? Damit ich dir ja noch den monatlichen Chef... Und außerdem, wann hat man schon Gelegenheit, dass man privat mit einem Fachmann diskutieren kann, nicht wahr? Du, ich sag dir was, schau, dass du das Madel zur Vernunft bringst, gell, Bernhardiner? Ja, Wahnsinn. Ja, gibt es hier ein Telefon, einen Notarzt? Ah, ja, was denn? Unsere Oma wirft so schnell nichts um, weißt du? Weißt du, das ist ein Luftkreicher, die. Du magst mit dem Kopf nach unten hängen wie die Babys. Pass mal auf. Mit was futtert's denn ihr, die Kälber? Nu, ich hätte da eine Adresse, sag ich dir. Der hat das Monopol aufs Mastfutter von den Spofackeln, weißt du? Ja. Der Dings ist der Weichselbaumer, der Hundling, der Hundseiterle. Aus Deutsch ist er. Aus was? Aus Deutsch. Bad Tölz. Ach, Ja. ach, der Doktor Weichselbaumer. Doktor? Nein, Doktor meine ich, ist der keiner. Nein. Ja, geht, das war ja nur das Schöne, wenn man heute zur Fackelzucht schon einen Doktor machen müssen. Gell? Ja, also, ganz von der Hand zu weisen ist der Gedanke allerdings nicht. Wissenschaftliche Studien belegen, im Zusammenhang mit der Schweinepest und dem Rinderwahn wäre mehr Wissen im Interesse der nachwachsenden Generationen durchaus angeraten. Vom Schafzüpfelbefall ganz zu schweigen. Was schlafst du? Also ich glaube, die Oma überlebt's. Ja. Ich bin über der Schnackerlfidei, ja. Gut, das möchte ich aber jetzt schon genauer wissen, was du da gerade gesagt hast. Was? Na ja, das von dem Zipfelbefall da.
Ah, Schafszipfel befallen. Schafzipfel, den meine ich, ja. Ein Kardinalproblem der neueren Art. Ja, ein Kardinalproblem. Du kannst mich rennst du schon von der Kirche. Nicht von der Kirche, Oma, von Schaf. Völlig neuer Virus. Ja. Brandgefährlich für den Fortbestand der interkontinentalen Schafsbestände. Also, ich verstehe nichts. Ja, das glaube ich, das ist für die sauber zu. Erklären wir das nochmal. Interkontinental, Europa sozusagen. Ah, gut, das ist auch für Bayern. Oh, ich weiß nicht, ich möchte jetzt schon heim, gell? Ja, Oma, es wird eine Zeit. Hast du es gehört? Ja, schon. Ja, aber schon top secret, ja? Gib doch jetzt endlich der Resi ihren Scheck. Ja, halt. Den Scheck für die Desiree hast du eingeschoben. Ja, das mal, glaub ich weiß nicht. ich genau. Schau jetzt einmal Schau nach. mal, ja. Nein. Du, ich hab Nein, keinen nicht. Scheck nicht. Schau du mal genau nach. Nee, das pressiert doch noch nicht. Ja, hat ja auch Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja, aber alles wird sicherlich gut. Also wirklich, ich hab kein... Jetzt schau mal danach, was du immer hast. Da ist er ja eh. Ah, da ist er. Oma, hast du wenigstens alles beieinander? Alles. Jetzt schau her. Da hast du. Jetzt wirst du ja bald keinen Scheck mehr brauchen von deinem Papa, gell? Du nicht drängeln, Papa. Danke. Und er kauft ein schönes Dirndl, das ein bisschen züchtiger ist, gell? Also, dann backen wir's, ne? Ah, du, ich meine allerweil, wir zwei hätten auch noch einiges zum Tisch kriegen, gell? Wahnsinn! Ja, bloß über eins wundert er mich halt schon, gell? Über was? Na, ist schon gut. Lassen wir das. Jetzt sag's mir, Papa. Ja, Ja, wenn das so ist, Wahnsinn! Siehst du's? So ist recht, Puma. Jetzt können wir gehen. Nicht schon wieder. Mimi, jetzt ruft schon zum 3. Mal an. Mimi, wie ich gesagt hab, bloß die Eltern. Ja, Family halt. Genau so ist. Du, ein andermal. Mimi, jetzt hat's gleich. Ja. Mimi, ich melde mich wieder. Ja, servus, Pitti, ciao. Komm ja schon. Prinzessin Desiree haben gerufen. Bitte einzutreten, Herr Lügenbaron. Ich gestehe, Ihr Anruf kam nicht ganz unerwartet. Okay. Was willst du? Dieser Herr hatte hier keine Zeit. Ausgebucht, leider. Nichts zu machen. Wollen Sie die Blumen palten, oder? Oh, Verzeihung, für Sie. Danke. Ich hab schon gemeint, die wären für den Papa. Ihr Zimmergefährte ist ausgeflogen? Den Snoopy, den habe ich heute schon rechtzeitig vorgeschickt. Übrigens, bei der Oma, da haben sie einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. So. Sie wälzt nur noch verstaubte Schwarten. Dauernd ist sie am Prong. Und gestern hat sie einen Vogel abgeschossen. Ruft mich um 5 Uhr in der Früh an. Den Scheck vom letzten Mal haben sie noch gar nicht eingelöst. Ja, offenbar häufen sich bei mir in letzter Zeit kuriose Aufträge. Kurios, erzählen's. Vorgestern hatte ich den klassischen Fall von einem Souperhuhn. Wollen Sie mir jetzt verarschen? Nein, so nennen wir jene Damen, die auf einem, sagen wir, stimmungsvollen Abschluss des Abends bestehen. Irgendeine Verwandtschaft zum Suppenhändler? Im ausgezogenen Zustand vielleicht, ja. Die Dame drohte, ihr Federkleid im Restaurant zu verstreuen, wenn ich sie nicht erhöre. Und? Wollten Sie vielleicht nicht? Wo denken Sie hin? Ha, ich bin doch nicht wahnsinnig. Und Suppenhuhn? Hat unversehens losgelegt. Was? Was einen richtigen Striptease? Auf den Showdown habe ich allerdings verzichtet. Und somit auch auf mein Honorar. Von der her ins gewiss nichts mehr. Sie sowas hat Methode. Also, heute kriegen Sie jedenfalls gewiss Ihren Scheck. Ja, kommt der Wuhu mit dem Scheck. Ob Sie den dann einlösen, das ist Ihr Sache. Ziehen wir diese Show jetzt jeden Monat ab? Ihr Papa sollte umstellen auf Dauerauftrag. Na, keine Angst. Das ist halt bestimmt zum letzten Mal. Irgendwann wollen Sie doch sicherlich auf eigenen Beinen stehen. Richtig. Deshalb verlobe ich mich heute. Ja, wie schön für Sie. Und Herr Snoopy? Aber doch nicht mit dem Snoopy. Ach nicht? Mit wem?
Oh nein, Wahnsinn, so weit gehen Sie nicht. Und wenn doch? Tut mir leid, dafür stehe ich nicht zur Verfügung, nicht ich. Ja, jetzt seien Sie doch nicht so feig. Feigling, Feigling. Also, nur noch das eine Mal. Das Schlimmste haben wir zwar schon längst überstanden. Oh, wie beruhigend. Scheint sich um Metzgerstöchterchen-Humor zu handeln. Wenn ich es einer sag, der Papa ist längst einverstanden. Ja, wie wunderbar. Na, jetzt ringen Sie ja noch nicht künstlich auf. Halten Sie mal lieber die Daumen, dass das Erscheinen Ihrer Eltern noch abwirkt. Was? Meine Eltern? Wahnsinn. Ja, also, dass meine zukünftigen Schwiegereltern unserer Verlobung beiwohnen, das war ja wohl wirklich normal. Oder vielleicht nicht. Sie spinnen. Völlig durchgeknallt, diese Frau. Ich erinnere Sie an Ihren Arbeitsvertrag. Sie, das, was wir zwei hier veranstalten, das gehört zu Ihrem Job, Sie Wahnsinniger. Ja, dann lesen Sie bitte das Kleingedruckte. Verlobung und Verehelichung sind ausdrücklich ausgeklammert. Ach, Papperlapapp. Außerdem würde ich mich der Urkundenfälschung strafbar machen. Na, schauen Sie, Raubkopie, Sie leben doch vom Lügen. Mein Gott, na gehen Sie halt einmal einen Schritt weiter, na und? Wenn Wahnsinn, schon. Wahnsinn. Und wo soll diese Inszenierung enden? Wo schon? Wollen Sie vielleicht damit sagen, dass Sie wegen einem einzigen Scheck... Nein, tut mir leid, Fräulein Beugler. Bis hierhin und nicht weiter. Am Ende wache ich auf und ich bin verheiratet. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Halt! Vertrag ist Vertrag. Ja, einschließlich dem Kleingedruckten. Zu spät. Was sollte mich daran hindern, einfach da hinauszugehen und zu tun, als ob ich nicht dazugehörte? Also bitteschön, ich leg gerne nichts im Weg. Ja, jetzt macht's halt auf, jetzt Murteiberl. Jetzt kommt der Wuhu mit dem Scheck. Du holst jetzt dein Mais, sonst drei dann Grauen. Ja, wer ist denn was ist denn? Herrschaftszeit. Also was Sie hier anstecken, ist brandgefährlich. Na und das lösche ich schon wieder. Also was ist? Abgemacht? Na? Also gut, aber nur just for show. Danke, Gebhardt. Ja. Grüß dich, Mama. Grüß dich, Papa. Grüß Gott, Herr Prinz. Grüß Gott, gnädige Frau. Ich freue mich aufrichtig, Sie wiederzusehen. Wahnsinn. Grüß dich Gott, Herr Puma. Ja. Was ich hab da was mitgebracht. Ja. Weißt, wir haben halt Hausschlachtung gehabt. Dein Vater ist unverwüstlich. Ja. Wir haben Krach gegessen. Ich frier's auch ein. Und dann auch nichts da. Ja, die Oma lasst Sie entschuldigen, Sie konnte nicht mitkommen, weil im Fernsehen ein Bericht kommt über das englische Königshaus, weißt? Und das muss sie sich unbedingt anschauen. Schade. Ja, weißt du, musst wissen, das ist keine gewöhnliche Wurst, gell? Sondern das ist der bäuchlerische, weltberühmte Schwartenmagen. Da pass auf, da schau her. Dunkel und würzig, wirst du nie mehr kriegst in Bayern, das sag ich dir. Die Fittbreckerl, die sind aus dem Kupfleisch von der Sau. Das geht dir auf der Zunge, sag ich dir. Wahnsinn. Ja, weißt, wir Beichlerischen, wir geben ja das Rezept schon in der 5. Generation an unsere Kinder weiter. Metzerbowle? Ja. Nein, das Gewasser, die Zeigel sollen die Damen schlürfen. Wir zwei, wir verkosten jetzt erst einmal die mitgebrachten Sauereien, gell? Ja, deine Eltern können dann auch gleich mit verkosten, wenn's kommen. Ach, das kann noch dauern, ja. Ja, genau. Ja, Hauptsache ist das kommen. Wir sind schon so gespannt. Gib's mir auch ein Glas, Resi? Gleich. Magst du auch eine Bowle, Gebhardt? Ja, ich bitte darum. Hör doch auf, zu sowas gehört ein Bier. Vom Schnaps rede ich erst gar nicht. Magst du ein Weißbier oder Helles, Papa? Du, ich nimm's, wie es kommt. Die Hauptsache es kommt. Ja, ich kümmere mich um den Schnaps und um das Bier. Nein, da brauchst du dich nicht kümmern. Da. Hausherrenpflichten. Ja, Schnaps ölt von innen, sagt der Onkel Ernst immer. Wahnsinn. Der Mann weiß, wie es geht, gell? Ich hol ja scharfes Messer. Nix da, dass du wieder eine Stunde in der Küche umeinander kugelst. Einen Taschenfeitel hat ein Bayer immer dabei, gell? Ja. Etwas fehlt. Ja, deine Leute werden schon noch kommen. Ganz nervös ist er, gell? Ja, das ist ja auch kein Wunder, nicht wahr? Ich mein, verloben tut sich der Mensch ja schließlich nicht jeden Tag. Brauchst du was, Gebhardt? Ja. Brot! Ohne Brot entfaltet Wurst nur die Hälfte des
Aroma. Brot, solange sonst nichts ist. So, jetzt geh her. Da lang zu. Und lass dir ruhig Zeit. Der Sau pressiert's nimmer. Sei doch nicht immer so geschert. Magst du auch Brot, Papa? Nein, in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Sie mögen sich keine Wurst? Doch. Absolut kaiserlich königlich. Nein, weißt du, diesmal haben wir nämlich viel Rüssel, Zunge und Fürst drin. Und die rote Farbe ist eingefärbt mit frischem, warmen Blut. Wahnsinn! Oh, wer bin ich ungeschickt. Absolut Goldmedaillenverdächtige Schwarzenmagen. Was heißt da Medaillen? Eine Krone, Mächte. Medaillen haben wir selber genug. Du hast gleich das nächste. Wahnsinn. Magst du noch eine Bohle, Mama? Oder Erdnüsse? Nein, danke schön. Gib mir doch lieber einen Teller. Ich möchte auch gerne mal den Schwarzenmagen probieren. Immerhin habe ich doch mitgeholfen, gell? Na, Frau, so geh her, Madel, dass du nicht vom Fleisch fällst, gell? Oh, Wahnsinn. Ja, weißt du, unsere Mama tut nicht mit dem Batzerl in die Darme rein. Ja. Nicht, dass ihr meint, du hast die Sau selber im Titten gebracht, gell? Prost! Scheint ein kommunikativer Vorgang zu sein, die Wurstbereitung, ja. Was sagt der? Der da! Hä? Was ist mit dem? Mein Großonkel, ja. Aß auch immer gerne schwarzen Magen. Geh weiter. Ja, was ist das? Jetzt hat der Gebhardt sein Stück Schwarzenmagen schon wieder verputzt. Ja. Mein Lieber, wenn du so weiter schrapulierst, dann können sich deine Eltern das Meier ans Tischig hier an, wenn's kommen. Aber macht nichts, so ist Leben keine Praxis, gell? Schau, ja, was ist jetzt das? Ist was? Hä? Nein, da hast Ja, erst Brot, ja. Alter Trick, Wahnsinn. Und dem Mann kannst du was lernen, mein Lieber. Geh, schenk mir du einmal ein Schnapserle. Du, was ich sagen wollte, mit dem Schmusen habt ihr es aber nicht, das zwei. Ich hab noch nie ein Puzzle gesehen von euch oder ein Klapserl oder irgend sowas, nicht wahr? Also da waren wir schon auseinander, da jetzt geschnitzt. Aber das kannst du doch nicht vergleichen. So? Die Besseren sind da so recht geschammig. Geh ja doch auf. Ein verliebter Kader ist immer hupfen. Ob mit oder ohne Stammbaum. Wo doch immer der Anstandswawau um einen rumschwanzelt. Frag nur die Oma. Ja, die Oma muss ja wissen, danke schön. Du, sag's einmal, ein Verlobungsring habt ihr keine? Ein Verlobungsring? Ja, sicher. Aber geh, Mama, sowas hat man doch heute nicht mehr. Geh, wir hatten dir den Bären aufgebunden. Was sagst du, Max? Hm? Ja, also ich würde sagen, das ist eine Sache vom Geldbeutel, gell? Willst du damit andeuten, dass... Ja, also die Oma sagt, es ist Tradition in Adelskreisen, dass man seine Auserwählte mit so einem Familienstück als Verlobungsring beglückt. Die Oma sagt pfui. Nein, bei uns ist das ganz anders. Wir haben, naja, der Gebhardt hat... Ja, der Ring, ja, da. Nein, doch nicht, nein, der Ring. Jetzt fällt's mir ein. Den bringen der Gebhardt seine Eltern mit. Ja, das wollte ich soeben auch sagen. Ja, weißt du, ja, sie haben ihn ändern lassen, weil er mal viel zu weit war. Ja. Altes Erbstück von Angeli. Oh, Hände hatte die. Na, Ja, sowas. Ja, sag einmal, spinnt ihr nicht? Es liegt da schon wieder ein Stück Schwarzenmund. Habt ihr ein Schlossgespenst? Schlossgespenst, so ein Schmarrn. Gib mir lieber gleich deinen Autoschlüssel. Okay, bitte nicht besuchen. Na, also. Das werden wir gleich sehen, ob's da herinspuckt. Da, ja, und klein unter damit, gell? Bei den Gespenster geben mir keine Chance, die sollen noch kommen. Da ist schon das Erste. Ja, glitten hat's.
Na, ich hab keinen bestellt. Ja, nicht davon sparen. Ich meine, weil die Gegenspieler sein, nicht? Unmöglich. Unmöglich, dass die schon da sind. Ja, das sehen wir noch gleich. Du sag, wie sagt man eigentlich zu denen Leid? Was weiß ich, Mama? Ja, möchte jetzt nicht einmal wer aufmachen. Ja, ich schau mal nach. Bleib sitzen. Dass ich den Hofadel live erleben darf. Ja, da kommst du schnell drum, Mama. Mimi! Grüß Gott allerseits. Oh. Oh, das Suppenhuhn. Gib mit ins Maul! Ja, was tut die Quadratratschen da erleben? Weißt, es ist nämlich eine Schulfreundin von unserer Resi. Rumtreiben tut's, als wir legen die hin. Ach so. Ja, weißt du, ist ein bisschen. Ja. Oh. Nein, Mimi, das geht nicht. Du, ich will das nicht. Ich hab's dir schon am Telefon gesagt. Ja, eben drum. Ja, gerade deswegen möchte ich es doch einmal live erleben. Eine Schulfreundin, Wahnsinn. Wieso kennen Sie die? Nein. Ah, das hätte mich ja gewundert. Nett für dich, Mimi. Gehst du jetzt wieder? Ja, dann geh halt wieder. Hey, jetzt machst du keinen Mitten. Für die Schulfreundin von der Resi werden wir doch auch noch einen Stuhl frei haben. Ja, das lass ich mir doch nicht zweimal sagen. Papa, kannst du nicht stark sein? Okay, wegen der brauchst du nicht aufstehen. Grüß Gott allerseits. Ich hab ja gar nicht gewusst, dass man sich heutzutage noch verlobt. Ja, wissen Sie, es war schon immer eine Frage der Klasse. Aha. Aber dafür ist ja recht eine kleine Feier. Unsere Gäste kommen erst. Alles Familie. Geschlossene Gesellschaft. Bayerischer Hochadel. Jetzt mein wissen, Lieber. was das ist. Jetzt gehen wir zu unserer Resi, dann bald Prinzessin Desiree sagen. Ja. Ich hab schon gehört, ein Prinz ist er, gell? Also nicht als Gleichjährig war. Ist er das? Wenn's mir nicht gleich ausspannst. Maren und Josef, also deine Mandel waren doch noch nie meine Sachen. Ja, was ist jetzt das? Also, weiß drauf stehst. Bitte, mein Herzensprinz, von dem ich da immer erzählt habe. Okay, gleich auch noch ein Scheich oder gar ein Beduinenprinz, ha? Also, bitteschön vor den Mund, halten Sie Ihr Maul. Was? Unser Prinz Karlik ist doch kein Faschingsprinz, nicht? Wo gehst denn? Hey. Kannst du auf da bleiben? Gibt's denn sowas auch? Spinn doch nicht so. Na, was der? Das ist er. Ich lach mich nicht, das ist ja absolut überhaupt. Hey, Mimi, was ist denn los? Der Prinz für alle Fälle. Ja, kennt ihr euch? Schaut fast so aus. Der und auch noch ein Prinz. Also, Resi, du hast das sauber bringt, Mimi. Weißt du, zusammen halt statt. Ich soll mit zusammenreißen und stark sein. Gut, Resi? Aber ich bin nicht schuld dran. Also, ich kenne überhaupt nicht mehr aus. Ich glaub, da herin gibt's einiges zum Erklären, ha? Tja, Künstlerpech, Fräulein Bäuchler. Das Souper-Huhn hat mich im Flug eingeholt. Wahnsinn. Na, wie bitte? Mimi, was du bist Suppenhändel. Das war's? Fräulein Bäuchler, Suppenhähner, also... Hast scheint einen Mordseindruck gemacht, dass er die Suppenhändel nimmt. Dass ich nicht lach. Er, der Vegetarier. Was? Was haben wir da? Einen Vegetarier? Also, was das Madel, schau mal, so ist die. Muss das auch noch sein? Der Gebhardt kann nichts dafür, Mama. Die Schnapsidee ist meine. Was? Der Gebhardt, der arbeitet für eine Agentur für delikate Aufträge. Naja, ich habe ihn engagiert, dass er eigentlich meinen Verlobten spielt, das ist alles. Und jetzt ist mir ehrlich gesagt leichter. So. Mama, wir gehen. Ihr seid doch selber schuld. Was sind wir? Wir sind deine Eltern und die sind nie an was schuld. Also, wenn du mich nicht mit dem Scheck erpresst hättest. Also, der Profi erklärt so etwas als Notwehr. Du holst deine Pappen, du Häuselschleicher, du Notiger. Da gibt's nichts zum Takeln, verstehst? Und Obachten geben, gell? Weil ein paar Liter Blut sind schnell verbritschelt. Papa! Du holst dich dann aus. Wir so ausschmieren. Wir zwei sind fertig miteinander. Aber Papa, Max, das, was der Gebhardt macht, das ist ein ganz normaler Job und bei Gott nicht unsittlich. Der wird kurz sterben.
Also die Einlage, die war es mir wert, dass einer den Lohn für die neulich geleisteten Dienste nicht länger vorenthalten. Obwohl es mich ja so rein gar nicht zufriedengestellt haben. Ciao. Vielleicht beim nächsten Mal. Das ist ja ein Sodom! Und Gomorra, mein Lieber, mich halt nichts mehr in dem Haus da herin, das sage ich dir. Ist ja grad gut, dass mir dieser windige Vegetarier da nichts von meinem Schwartenbogen weggefressen hat. Also, was ist das hier? Das ist jetzt wirklich nicht Mama, raus. geh weiter, raus da. Jetzt geht der Bubu mit dem Scheck. Wahnsinn! Tja, leider kein Scheck. Der von der Maulmimi gleicht's ja aus. Auf den verzichte ich. Verzichten. Das ist unser Stichwort. Verzichten? Verzichten. Verzichten. Wahnsinn. Recht hast. Aber so ist's. Ich habe so einen Hunger. Snoopy, bitte. Was ist denn? Du, wir haben was ausgemacht. Geh weiter. Und was? Snoopy spielt dich nicht. Wieso? Du hast mir versprochen, dass du zusammenbackt hast, bis ich zurück bin. Ja, schau, Resi. Kennst mich doch, ich find doch nichts. Ach so, dann helfe ich dir beim Einsammeln. Schau, Resi, weißt, ich hab mir gedacht... Denke tue ich. Der Snoopy wohnt hier nicht mehr, hast mich? Ach, geh, Resi, das bringst doch nicht fertig, dass du mir meine Koffer vor die Tür stehst. So, meinst du? Schau, Resi, sowas Handsams wie mich findest du nicht nochmal. Die Tierheime sind überfüllt. Und wer sagt, dass ich überhaupt wen suche? Ja, freilich. Weißt schon, wen gefunden hast, gell? Täusch dich nicht. Bis auf Weiteres mag ich da herin keine mehr sehen, der Haar auf der Brust hat. Ich hab ja fast keinen. Unsere Wege trennen sich. Hm? Geht es nicht in der Hirnkastelei? Ja, bloß weil du mit deiner Prinzennummer aufgeflogen bist. Irgendwann hat alles sein End. Ja, ich möchte, du musst eine Zeit allein sein. Ja, allein. Mit dem Prinz Eisenherz. Snoopy! Ja, ich gehe ja schon. Kannst du mir vielleicht dabei meine CDs zusammensammeln? Ja, geh weiter. Haben wir die Agentur wieder beauftragt, wegen dem Scheck? Ja, kommt der Bubu mit dem Scheck. Voll daneben Spaßvogel. Ja, du, ich kann dich doch dabei zum Bubu aufs Stangeln einsetzen, oder? Mach die Tür zu im Bad. Früher hat's dich auch nicht gestört. Früher. Ja, ich bin ja. Grüß Gott. Grüß Gott, Grazer, Joe Grazer. Agentur Rentnerprinz. Unser Slogan, Single, einsam und allein, ohne Mann, das muss nicht sein. Ruft gleich an und auf der Stelle kommt ein Prinz für alle Fälle. Ja, ich da grad Prinz. Hm? Ja, dankeschön. Ich hab keinen bestellt. Weiß ich schon. Warum überfallen Sie mich nachher? Das ist ja gleich also schon eingezogen bei Ihnen. Sie, jetzt sagen Sie erst einmal, was Sie wollen. Oder verschwinden Sie, weil mein Bedarf am Prinzen ist bis auf Weiteres gedeckt. Sowas herfällt der Gräser schon gar nicht gern, gell? Damit wird er aber leben müssen. Das ist ja gleich, sind wir ein bisschen verärgert, hä? Wo liegt denn der Hose im Pfeffer? Ich verstehe immer nur Bahnhof. Also fragen wir einmal andersrum. Waren Sie vielleicht nicht zufrieden mit unserer Prinzenauswahl? Mit Ihrem Kollegen, meinen Sie? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Jetzt hören Sie mal, Sie. Entschuldigen Sie, das können Sie ja nicht wissen.
Schauen Sie, ich bin sozusagen der Prinzregent, persönlich. Der Chef vom Greifenberg. Gallig. Ja, stimmt. Gallig bin ich auch öfters. Besonders dann, wenn einer von meinen Prinzen seinen Auftrag nicht abrechnet und auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Da wäre für der Gräser schon ganz schön beizig, gell? Der Gebhardt, der Herr Greifenberg hat... Jawohl, so ist es. Seit seinem letzten Auftrag, gell? Darf ich da mal? Also, seit seinem letzten Auftrag, Moment einmal, Bäuchler Desiree, hat er nichts mehr von sich hören lassen. Sind wenigstens Sie auf Ihre Kosten gekommen, Fräulein Bäuchler, hä? Wahnsinn. Na schauen Sie, ein Unternehmer muss doch auch leben. 630 Magel pro Prinz, das ist ja ein Haufen Geld. Sie. Und von den Abgaben, die was es dann allerdings erfunden haben, mag ich gar nicht reden. Schauen Sie, also passen Sie auf, Sie haben die Ware gekriegt, gell? Aber kein Nachtisch ohne Backschisch, gell? Sagt der Gräser schon immer. Also, wo hat er sich versteckt, der Betrüger? Moment, nicht so hastig. Jetzt passen Sie mal auf. Der Vertrag ist nämlich nicht zu meiner Zufriedenheit erfüllt worden. Was? Schauen Sie her. Und das habe ich im Vertrag drin, dass der Scheck erst dann fällig wird, wenn ich den Scheck von meinem Vater gekriegt habe. Was? Ja, tatsächlich. Sie haben recht. Also, so ein Auftrag kann auch bloß eine Aushilfskraft annehmen, glauben Sie das? Wahrscheinlich auf 630 Mark Basis. Ja, steht das vielleicht da drin, hä? Nein, das liegt da auf der Hand. Und? Ist jetzt deswegen ungültig? Nein, das nicht. Aber, also, den Scheck da von Ihrem Vater, den haben Sie noch nicht gekriegt, sagen Sie. So ist's. Mein Nachttisch steht auch noch aus. Ja, ich verstehe schon. Nein, also Zeiten sind es heutzutage, gell? Weil ich gerade Anwalt geworden. Sie, der kriegt sein Geld auch, wenn er seine Mandanten ins Gefängnis bringt. Geh weiter. Haben wir einen Tag der offenen Tür, hä? Das schaut her. Haben wir schon die Konkurrenz bemüht? Sie reißen Sie ja nicht zusammen. Nein, nichts für ungut. Sie dürfen einmal erfahren, für welche Agentur Sie tätig sind. Sie geben einen guten Rat. Wären Sie bloß kein Unternehmer nicht, gell? Bleiben Sie bei Ihren 630 Mark Jobs samt Abzüge, dann wissen Sie wenigstens, was Ihnen bleibt. Wer ist denn er, hä? Das ist der Chef vom Herrn von Greifenberg, der Herr... Gräser, Joe Gräser, Agentur Rentnerprinz. Wenn Sie einmal für einen Arbeitsplatz wechseln wollen, darüber können wir schon reden, gell? Sowas wie Sie können wir schon brauchen. Ja, unter der Kategorie verarmter, gebeutelter Landadel. Geh weiter. Nicht bloß verarmt, auch gleich noch gebeutelt, hä? Ja, mir hast gehört, hä? Und Sie? Sie sind der Häuptling von dem Verein. Ja, Logo. Rentnerprinz. Wissen Sie was? Bevor ich in der Prinzengarde von Ihrem Faschingsclub umeinander laufe, da gehe ich lieber als... Dressman wollten Sie sagen, gell? Ja, das machen Sie auch, das ist auch besser. Und das da, das lasst man lieber bleiben. Weil auch ein verarmter Landadel hat eine gewisse Kleiderordnung, gell? Geh weiter. Und Ihre Prinzenrolle können Sie ausrichten. Wenn er mir nochmal über den Weg rollt, nachher bleibt nicht einmal mehr ein Brösel von ihm übrig. Jetzt haben Sie es gehört. Ja, jetzt bin ich im Bilde, gell? Sie und wenn der Greifenberg bei Ihnen nur einmal auftauchen soll, dann sagen Sie ihm doch, er soll mich sofort in der Firma anrufen, gell? Vergessen Sie das. Mir wird der gewiss nicht mehr über den Weg laufen. Sagen Sie niemals nie, Fräulein Bäuchler, und denken Sie immer an unseren Slogan. Single, einsam und allein, ohne Mann, das muss nicht sein. Ruf gleich an und auf der Stelle, Sie kennen. Aber hallo! Was willst du? Servus, Resi. Zum Bereden hätte ich was mit dir. Aber ich nicht mit dir. Jetzt komm, jetzt sei doch nicht so zwider. Wenn's das weißt, dass ich da bloß helfen wollt. Ja, Spinni. Du verfranst dich aber subito. Ja, tut mir ja leid wegen neulich. Mein Gott, mich hat der Hafer gestochen. Der Gaul ist mir durchgegangen. Dann da die Reitstunden nimmer. Ja, du musst es ja wissen. Sonst noch was? Du, mir pressiert's. Jetzt bist du ganz allein, oder? Bloß so eine Frage. Also, wenn du nicht mehr weißt, warum du gekommen bist, dann findest du ihn aus. Hast du das gehört vom Prinzen? Ein Scheck hat er übrigens eingelöst. Ich hab gesagt, ein Scheck hat er eingelöst, der Prinz Greifenberg. Ich bin nicht taub. Den Scheck hab ich eingelöst. Er hat ihn zerrissen. Ganz schön trockene Luft hat's da erinnert. Wow! Ich bin ein King aus Singen kannst du auch nicht. Telefoniert habe ich mit deiner Mann.
Seit wann ist das was Besonderes? Naja, angerufen habe ich es halt gestern. Das tust ja du öfter. Ja, und gesagt habe ich ja, dass bloß ein Spaß war. Und dass nichts gewesen ist zwischen mir und Greifenberg. Mann, die Wahrheit halt. Die Wahrheit? Du? Ja, sowieso. Ja, möchtest nicht wissen, was drauf gesagt hat? Nein. Du hast das Servietten? Nein, ich hab keine. Ja, geh weiter. Freilich haben wir Servietten. Da schau her. Haben wir Besuch, hä? Aber hallo. See you later, Alligator. Bye. Wow. Der schaut ja aus wie einer von den California Dream Boys. Also, den Film, den kannst du dir schenken. Der ist nichts für dich. Ja, seit wann hast du denn den? Meiser. Ja, schon. Aber es ist doch so, dass du und der Gallik, naja, der möchte gern Prinz. Bitte? Ja, jetzt tu doch nicht so. Du weißt schon. Nein, ich weiß nix. Naja, hat's ja eh schon erledigt. Oder Andi? Hallihallo. Tag der offenen Tür heute. Soll ich zumachen? Die Rese meint, dass die Leute schneller draußen sein, wenn's offen bleibt. Funktioniert scheint's genau verkehrt rum. Habt ihr euch verabredet? Wahnsinn. Ganz sicher nicht. Für Sie. Für mich? Das hätt's nicht braucht. Sie, geh. Seit wann seid denn ihr zwei per Sie? Resi, ich hätte etwas mit Ihnen zu bereden. Allein, wenn's geht. Das wird meine schwer. Ich bin halt nicht aufgelegt. Ja, wie war's, wenn's dir jetzt geht? Ja, sie war gut. Gerade jetzt, wo's interessant wird. Seien Sie ein liebes Mädchen, bitte. Keine sexuelle Belästigung, wenn's leicht geht. Ja, ist ja gut. Tja, bei mir werden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht, wollte ich Ihnen sagen. Mit Köpfen, aha. Ja, ich studiere wieder, Wahnsinn. Und? Ja, ein geregeltes Einkommen ist mir jetzt sehr wichtig. Und da studieren Sie. Der hat das Wahnsinnsbuch Wie werde ich reich gelesen. Bis es soweit ist, mache ich den Prinzenjob weiter. Ja, und? Wahnsinn, was und? Ja, ist es die Botschaft? Da kommt noch was. Es gibt noch einen weiteren Grund. Ja, wie ich sag, es ist der Wahnsinn. Ich denke ständig an unser Treffen. Vor allem an das erste. Und ich gebe mir die größte Mühe, dass ich es wieder vergiss. Das erste und das zweite erst recht. Würde ich Ihnen auch empfehlen. Resi. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Was? Ich wollte sagen, Ja? beim letzten Mal ist mir etwas klar geworden. Mir auch. Ich habe mich in Sie verliebt. Wahnsinn! Nein, schöner wie im Kino. Tatsache. Sagst du das noch einmal? Desiree, ich liebe Sie. Wahnsinn. Desiree, ich liebe Sie. Wie der Napoleon. Was? Hört sich das so komisch an? Naja, wie sie halt sowas anhört. Ja, aber... Also, nach dem ersten Mal hätte es mich nicht gewundert. Ehrlich gesagt habe ich fast ein bisschen drauf gewartet, aber nach dem Desaster vom letzten Mal, da müsste es ja nicht doch vergangen sein. Wie Sie sehen, nicht. Oh, mir schon. Pech. Ein Wahnsinnspech. Nichts, was sich nicht wieder anfachen ließe. Da habe ich so meine Zweifel. Es käme auf einen Versuch an. Dazu gehören immer zwei. Mindestens. Zwei Wahnsinnige. Wir waren doch praktisch verliebt. Oh, just for show. Darauf haben sie doch noch gesteigerten Wert gelegt. Wissen Sie das nicht mehr? Ja, weil ich ein Idiot war. Okay, weiter, da ist er her. Er, der falsche Prinz der Mausauge. Hab ich also doch recht gehabt. Gar nichts hast. So, und was will er dann da herin? Der Don Giovanni, der Watschler, Wahnsinn, Herr Snoopy. Das hast du sauber eingefadelt, Schlosshundräudiger. Snoopy, reiß dich zusammen. Du Zigarettenbürscherl, du windigst du. Bitte. Was soll denn das Theater? Die bloße aus deinem Sonntagsquartel raus, du Prinz, du Rachitischer. Oh, ein irre starker Typ. Wahnsinn. Schafzipfel, Schwindsüchtiger. Schafzipfel kenne ich doch. Na, hören Sie mal. Jetzt reicht's. Aus. Snoopy, pack die und deine Gitarre zusammen und geh jetzt. So ist es. Wahnsinn.
Naja, also ich hau jetzt den Turbo rein, gell? Nein, Madel, wegen dem Himmelbissler, dem Wahnsinnigen, verlässt der Snoopy nicht die Bühne. Ist langweilig. Da erinnerst du ab heute sofort Hausverbot. Ich Volldepp. Erst diese Wahnsinnsidee mit dem Adeligen und dann lasse ich die mit dem Schulschweizer, den mitkriegen auch noch allein. Snoopy! Ich würde vorschlagen, Sie sagen jetzt ganz freundlich auf Wiedersehen. Was? Möchtest du wen lügen, Baron Rebellischer, ha? Er schaut nicht an, er darf mich wegschicken. Du, gib bloß Obacht, dass der nicht woanders auch bloß eine Trappen hat. Mit deinem Dudelsack nimmt's bald wieder auf. Ach, so ist es. Sind wir jetzt schon so weit, ha? Das habe ich nicht gesagt. Aufhören! Also jetzt wird's uncool. Sagen Sie mal, Snoopy, kenne ich dich nicht von irgendwoher? Ja, schau wie so aus. Ja, schon. Bist du vielleicht der Musiker? Ja, Bingo. Aber was, das ruft nein. Ich hab dich schon mal gesehen, du bist Wart, Klampenspurs, gell? Ja klar, genau der bin ich. Und singen du eher. Nein, hab ich dein Wahnsinnsbauer doch gleich richtig gecheckt, ha? Ja, schaut aus, als hätte diese Frau eine Wahnsinnsantenne. Schmarrn, wegen deiner Gitarre hat's euch gemeint. Aber schon wirklich nicht. Du, das ist für eine alte. Ja, eine Fender, Catalina. Was? Eine alte? Antik? Eine echte Antiquität? Ja, das glaubst du. Auf der hat schon der Cousin von Keith Richards gespielt. Der Cousin von Keith? Ja, logisch. Ja, den kennt ja jeder. Logisch. Leadgitarre spielt er. Genauso wie ich bei den Munich Rattlers. Ja, weiß ich schon. Mimi und die Rolling Stones. Vom Musikantenstadel her wird sie es kennen. Ja, und warum auch nicht? Weißt du, auf was ich stehe? Mimi, wenn du singst, fliegst. Ja, geh weiter. Also, sag schon, auf was stehst du? Ich stehe auf Country Music, ja. Und auf ihn zum Beispiel. Was? Nicht auf mich, auf ihn. Ah. Gibst du Stunden? Was, Nachhilfe? Ich? Nein, also schon wirklich nicht. Ja, aber was machst du dann so? Ich mein, jetzt und allgemein halt. Ja, spielen halt. Aha. Aber wohnen wärst doch auch vor müssen. Jetzt, nachdem du deine Kündigung gekriegt hast. Ja, also, das ist noch nicht ganz heraus. Ja, glaubt's nicht. Vorschlag. Wenn du nicht weißt, was deine Gitarre abstellen sollst, und das zeige ich da. Ich hätte noch ein Kammerl frei. Naja, bloß ein Abstellkammerl für deine Sache zum Unterstellen. Versteht sich. Echt? Ja, das meine ich war jetzt gar nicht so schlecht. Also? Sauber, sag ich. Oh, sei stark, du Eisheilige. Du hättest den reinnervigen Mann da aussetzen, mitten mitsamt seiner Katharina Valente. Fender Catalina. Also, er kann da nicht mitreden. Wahnsinn. Ja, der redet überall mit. Ja, ich habe übrigens auch eine Gitarre. Geh weiter. Sind wir jetzt Minisänger auch noch? Zupfen wird er heute haben. Auf seiner Laute. Eine Gibson. Was? Moment einmal. Eine Gibson? Gibson Les Paul. Custom, um genau zu sein. Geh weiter. Ja, nicht schlecht. Nix für arme Leute. Ja, ist das was Besonderes? Wahnsinn. Fragen Sie ihn. Du, eine Custom, wenn's eine ist, dann ist das so viel wie der Rolls-Royce unter den E-Gitarren. Also, wenn ihr jetzt auf die Schnelle nur eine Band gründen wollt, nicht, dass ihr meint, dass... Seitenkurbeln, Flightcase. Ja, best of Wahnsinn, hab ich auch, ja. Ja, auch die Zusatzteile müssten noch alle vorhanden sein. Wobber-Pedale, Turtle Booster. Geh weiter. Eine Gibson, Les Paul Custom. Du, dass man auf der eine Wahnsinnsmusik machen kann, das wissen wir, oder? Natürlich. Rock'n'Roll, Country. Ja, Johnny Cash, die ganzen alten Hits, alles noch vorhanden. Geh weiter. Du, dann kennst du das Quiz auch, oder? Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home and having none. I can't get over how she sets me free. Whoa, lonesome me. I bet she's not like me. She's out and frenzy free. I'm flirting with the boys with all her charms. But still I love her so. And brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Get about the past and find somebody new. I thought of everything from A to Z. Whoa, lonesome me. Whoa, lonesome me. Whoa, lonesome me. ja,
Jahre zurück, ja. Wo hast du denn überall gespielt, hä? Ach, Faschingsfeten, Feiern, Jugendbands, das Übliche halt. Ja, und habt's alle aufgehört? Ja. Nein, Mark West, der spielt noch. Ah, geh weiter. Der West mag spielen noch. Ja, und wie der noch spielt. Immer noch erste Klasse. Ja, Extraklasse. Wie Lanz. Du, die Klampfen, die muss man unbedingt zahlen. Ja. Gitarrentango. Also Leute, euren Musikantenstand, den vertagt jetzt in ein anderes Lokal. Ich meine, wenn's nichts ausmacht. Ja, von mir aus geil, geh weiter. Du, für 2 habe ich keinen Plan. Nur keine Angst. Ich hätte hier sowieso noch etwas zu bereden. Ah, geh weiter. Naja, dann. Also, Herr Zuresi, ich hab mir das überlegt. Wenn's da auch momentan auf ein bisschen andere Musik stehst. Hört bloß auf. Da herin spielt bis auf weiteres überhaupt keine Musik mehr. Hast du das endlich checkt? Ja, kommt der Wuhu mit dem Chef. Ja, also, Resi, wir telefonieren uns zusammen. Ich geh doch nicht rein. Ist schon gut, jetzt schick die. Ja, Resi, und wenn noch was rumliegt von mir, dann... Dann weiß ich schon, wo ich die finde. Maximilian! Wer ist denn der da? Kann ich jetzt hin? Keine Panik. Was fummelst du an meiner Tochter rum, Haarpirscherl? Geh weiter. Was sagst Sag mal, wer ist denn der? Der schaut da aus wie der leibhaftige Wuhu. du? Der geht ja gar ein Wuhu, gell? Max! Still! Was? Wir sind noch nicht gekommen, dass du da herinnen schon wieder am Baum aufstellst. Jetzt ein bisschen vertragt sei. Was heißt das schon wieder? Der da hat er hochgefangen. Snoopy? Let's go! Aubi, schon wieder eine Frau mit Power. Also dann, ciao Prinz. Alright, Mimi, steig auf. Wir sind die Kinder Salomones, auf dem Highway sind wir allein, und nie allein. Da geht's ja zu, wer in einen Darmschlag hast gehört. Und wer war jetzt der? Ja, der Freund von der Mimi Maul, hast du es ja gesehen. Na, aber deswegen sind wir da nicht raufgestiegen. So ist es, Oma. Ja, also dann werd ich jetzt einmal rein im Tisch machen. Der Snoopy, der hat bis heute darin gewohnt. Doch nicht gleich gewohnt. Naja, gewohnt trifft's ja nicht exakt. Zusammen gelebt haben wir, verliebt sind wir gewesen. Wollt's noch mehr wissen? War noch grad ich daheim geblieben. Ja, das geht bei mir ganz verkehrt rum, gell? Hab ich mir doch gedacht, dass ich Sie in Flagranti erwischt, Sie angebliches Metzgerdichterl. Das habt ihr fein eingefadelt. Geh mal her, du, fahren im Flüchtiger. Jetzt wird abgerechnet, gell? Du einen Gräser schon, scheiß das so eine Prinzendublette aus der B-Serie nicht. War man dabei im Stehausschank, Herr Prinzregent? Was der an der Prinzregent? Dass er mich nicht gleich wieder verschluckt. Am Hof hätten sie solchen wie die als Küchentürsteher beschäftigt. Was? Ja. Aber rat's mit nicht. Wer nicht vorhinausgeht, denke ich mir, Jojo, du bist doch ein feiner Kerl. Aber fast lieber nur mal über den Block rum. Und was sie geht, wie er es mir gedacht hat. Steht doch ihm sein Rostlamm vor der Tür dieser angeblichen Würstelkönigin. Herr Gräser, das ist doch alles ganz anders. Ja, das habe ich gemerkt. Magst du doch jetzt endlich was? Ja, zuerst möchte ich wissen, um was da geht. Ums Backschisch geht's. Mein Honorar muss ich hinterherrennen. Jawohl. Sie da faselt mir was von einem angeblichen Monatscheck vor, den sie angeblich nur kriegt, wenn sie einen angeblichen Vater, einen angeblichen Adeligen auffahrt. Wenn Sie mich fragen, gell, ist dieser Vater sowieso der größte Depp. Ja. Wirklich. Aber gell, kein angeblicher nicht. Jetzt wird's aber. Hinterher, wie vorn! Also, sonst einmal, Sie, wollen Sie uns vielleicht jetzt erklären, ha? Wer Sie sind? Sie pflegen Sie? Ja, Logo, liebe betagte Frau. Also, betagt. Greiser, Joe Greiser. Für meine Fans Jojo, Agentur rennt der Prinz. Und unser Slogan, auch für Senioren, gell? Single, einsam und allein, ohne Mann, das muss nicht sein. Ruf gleich an und auf der Stelle. Kriegst von mir jetzt gleich eine Schelle. Haben wir es mir zwar schon mal gesehen, Almöhi. Almöhi. Du, den wirst jetzt gleich kennenlernen, den Almöhi. Da du her, konfisziert, Beweismaterial, verstehst? Und merkt dir das, wer mit falschen Prinzen schachert und meine Dynastie beleidigt,
Der kann seinem Honorar hinterherrennen. Hast mich? So nicht, gell? Nicht mit einem Gräser Jojo aus Deckendorf. Was, Jojo? Aus Deckendorf? Wo bist du her? Ich hab's ja gerade gesagt, aus Deckendorf. Und da heißen's Jojo? Na, was dagegen, ha? Eigentlich heißt man ja Grashofer Johannes, gell? Aber den Hof und den Hannes, den habe ich aus PR-Gründen in Deckendorf zurückgelassen. Weil ich nach der Metzgerlehre bin ich gleich abzwitschert, gell? Direttissima, ins pulsierende Großstadtleben. Die Wirtschaft braucht solche Macher wie mich, gell? So, Metzgerlehre. Na, Grashofer kenn ich nur. Aber was besonders waren die alle nicht. Den Zirkus habe ich braucht. Eine Metzgerlehre? Bei wem haben Sie denn gelernt? Ja, wo schon? Da gibt's ja bloß einen in Deckendorf. Beim Bäuchler Simmerl. Na! Was? Und Grashofer heißen Sie? Warten's. Ah, dann waren Sie derjenige, der immer aus Schweinsblasen Tabakspeichel gemacht hat. Und an die Nichtraucher verkaufen wollte. Ja, Loco! Ich war schon immer ein großer Macher vor dem Herrn, gell? Wie mir das wurscht ist. Ja, da müssen ja Sie bei meinem Vater gelernt haben. Du, das muss gewesen sein, kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, mit meinem Imbissstandl. Was? Ihr Vater war das? Ja, dann sind ja Sie sein Nachfolger, nicht mehr an. Und das Mädel, das ist wirklich eine Metzgertochter, hä? Jetzt hat er es kapiert. Na, dann sind auch Sie der, von dem er immer geredet hat, der wo das Darmfett von den Speegsei so richtig aufgearbeitet hat, gell? Das geht ohne Blut. Ja, das Darmfett, mein Lieber. Er hat's halt nicht verputzen können, wenn sie ein Wagenschmier draus gemacht haben. Oder wenn sie das Kohl zum Seifenkocher hergenommen haben. Na, gell? das Darmfett, gell? Gleich nach dem Schlachten so mit Milch, Zwiebeln und Schwarzblutrindel auslassen. Ah, das ist was Feines. Jetzt halt auf, das ist ja greislich. Ja. Ich kann sich ja noch erinnern ans Katzengeschrei, was er über in sein Kochschier dabei gehabt hat. Ihr habt's doch nicht Nein, erwähnt. keine Angst, gnädigste, keine Katzen. Wir waren zwar wohl die Hund, gell, aber an denen Viechern ist ja nichts dran. Okay. Katzengeschrei, das war ein Resterlischen. Ja, genau. Apfelfleisch halt nicht. Hirn, Milz, Leber, da manchmal ja Panier, Ja, gell? und ganz fein geschnitten, gell, und ein bisschen eingestaubt, so wie das Gulasch halt. Sie, haben Sie das Rezept noch vom Katzengeschrei? Ja, Frale. Geheime Verschlusssache. Ja, hätte jetzt ich eine Idee, gell? Ja, ich suche doch für unser Exotikangebot, für unseren Partyservice Renter Prinz, da suche ich immer neue Gerichte. Und da könnten wir zwar doch jetzt ins Geschäft kommen, ha? Was halten Sie von der Idee? Exklusive Belieferung. Ja, da kann man schon reden drüber. Ha? Super! Meine Visitenkarten haben Sie ja, gell? Gut, dann wird's jetzt der Gräser Joe für seine Fans Jojo fürs erste Mal empfehlen, gell? Und ihr macht also Metzelsuppen, gell? Mit Blutwurst und Hirn. Naus! Ja, ich geh schon. Servus, Partner! Viert euch! Und wo sind wir eigentlich stehen geblieben, bevor er da reinpoltert ist? Ja, mit dem da, mit der Klampfen da. Ja, mit dem du doch nicht wirklich zusammengeklebt hast. Doch, jetzt setz es halt endlich ein. Ja, wie ich gesagt hab, war noch gerade in daheim geblieben. Max, reiß dich zusammen. Ja, und so was das ganze Theater? Hättest du uns halt vorgestellt. Hätte das nicht früher einfallen können. So hoch habt's hinausholen. Ja, für die Madel. An dich und deine Zukunft haben wir gedacht. Und an deine Würste. Okay, Na, Madel, aber die Krone wollte ich für dich allein. Na, Oma, an mich habt ihr dabei nicht gedacht. Ja, dann sagen wir halt an beide Möglichkeiten, nicht? Ja, aber die ganze Liegerei jetzt ja wirklich nicht braucht. Eben. Mit dem nötigen Tieretare kauft er jede Krone. Max, tu dich nicht versündigen. Na sieh, da mache ich vielleicht schon Unterschiede. Die Oma nimmt's wieder ganz genau. Ja, viel schwerer hebt ja, dass sich der da für einen Kälberzüchter ausgeben hat. Einen von den unseren imitiert. Und dabei nichts anderes ist als ein windiger Kernelfrisser. Nein, mein Lieber, sowas verbindet ein Metzgermeister aus Leidenschaft wie ich bin nicht so schnell. Papa, die Geschichte ist auf meinem Mist gewachsen, ja? Er ist doch gar nichts anderes übrig, wie wir mitspielen. Alle, und der Papa hat's ja, gell? Die fetten Wurstmarkel für sein Gage. Keinen Pfennig hat er genommen, das kommt schriftlich. Ja, das glaube ich schon.
Bei dem waren wahrscheinlich Gemüsetaler lieber gewesen. Mein Papa, bist du witzig. Ja, so ein waschechter Kohlrabi-Apostel wird er ja gerade auch nicht sein, oder? Tja, Wahnsinn. Also, mir ist das alles wirklich schrecklich peinlich. Also hin und wieder ein zartes Kalbschnitzel werden sich dann die Gallik schon auch greifen, gell? Ja. Pass mal, da geh mal her. Ruck mal. Pass mal her. Schreiben Sie mal einen Namen da auf den Zettel. Aber den richtigen, gell? Ja, geh zu. So, bitte sehr. Gebhard Greifenberg-Gallig. Ja, so ein aufgedoppelter Doppelname hört sich immer doppelt so wichtig an. Ja, sag doch gleich adelig. Na, bittchen, keine Irrtümer mehr. Und wir haben gemeint, ihr seid bei der Spitzbüberei ein bisschen näher zusammengerückt. Mama war gut. Näher gekommen sind wir uns. Wahnsinn. Obacht, Kind. Erst denken, dann reden. Herr Beugler, Frau Beugler, Frau Oma. Beugler? Gleich laufen Sie auf. Herr Beugler, ich habe mich verliebt in jene Desiree und ich bitte Sie hiermit um die Hand von Ihrer Tochter. Frage an dich, an Sie, Desiree. Wollen Sie, willst du meine Frau werden? Mei, was sage ich denn, wenn das nicht königlich war? Rese, den nimmst. Was? Wahnsinn, aber... Ich lass mich nicht so einfach überrumpeln. Ah ja, von so einem Schwiegersohn hab ich als Metzgermeister immer schon geträumt. Einen wahnsinnigen Vegetarier. Der fast ein Prinz gewesen war. Na, hat's gesagt. Na, sagt's vielleicht gerade auch nicht. Wahnsinn! Nati. Weiber. Ja, aber wie ist jetzt? Magst du oder magst du nicht? Ja, mengt er den schon. Ja, und wo fällt's dann? Ja, soweit fällt's nicht, bloß weil halt das ganz anders geht. So. Und darf man fragen, was da halt ganz anders geht? Ja, in Zeiten der absoluten Frauenpower möchte ich entscheiden, ob geheiratet wird oder nicht. Mein Dirndl, das ist noch nie anders gewesen. Aber seinerzeit hast du es nicht gespannt. Also, wirst ja heutzutage alle Schleier lüften. Da ist was dran, Oma. Jawohl, weil wir sind und uns umschreiben. Ja! Das ist heilige Frauenpower. Wenn's leicht gang, verraten Sie uns, was Ihre Familie so wirklich macht. Ja, meine Eltern betreiben eine Reihe von Feinkostläden. Was? Ein Kettenbetrieb? Ja, sozusagen. Aber wir haben uns aus den Augen verloren. Was? Über Zwerg sind's mit Ihren Eltern? Ja, und wieso jetzt das? Differenzen. Tja, ich wollte nicht mehr weiter studieren. Was er sich bereits anders überlegt hat. Red mit deinen Eltern. Wozu? Volldepp. Eine Feinkostkette darf der's hausen lassen. Der Papa kauft schon wieder ein. Gleich kommt die Gugu. Du holst dein Schnabel davon, du Depperter. Haha, mein Lieber. Beugler Schwartenmägen in Greifenberg-Galligs Feinkostläden. Das ist